Das Ding ist eben, wir sind schon so fest am Schiessen gewesen, dass wir jetzt einfach gerade direkt Play gedrückt haben und ohne Intro reinkommen. Dass der da hockt, ist eigentlich nicht Plan gewesen. Aber der Mike musste einen Bass holen. Ja, was sehen wir dich? Welchen Gründen auch immer. Ich sage jetzt nicht, wieso dass der Mike beim Ricky einen Bass holen. Also der Ricky hat meinen Bass gehabt. Ja, voll. Ja. Warum? Und wir haben jetzt vorhin eben schon Sachen diskutiert, wie der Silas hat einen Geilen gesagt. Er hat das Gefühl gehabt, irgendwie hat der Dude hat ihm gesagt, Soundguy hätte dich einfach ein bisschen Leute machen. Und dann hat der Silas so, ja, vielleicht muss ich einfach machen wie der Bella und einfach auch so näher ans Mikrofon an zu singen. Und ich so, Bruder, das ist ein SM58, du hast keinen Abstand haben zu dem. Das ist nicht deine Ex mit einer Restraining Order. ich bin auch irgendwie mega laut da, man. What the fuck? Ja, ich sage ja, wir sind hot am Schiessen da, scharf am Aber Schiessen. Ricky ist einiges lauter als mir. Ja, check. Ich habe ja gesagt, er ist leisend lauter wie ich, aber das glaubt es wieder keiner. Also für alle, die jetzt nur zuhören und es nicht sehen, da neben uns hockt unser gute alte Homeboy, der Mike Anthem for a Dying Day, Swas. Sag mal etwas. Hoi. Der tönt so. Redet man normal. Ich rede normal. Ganz normal sogar. Ultra normal. Du bist einfach leise. Für alle, die sich fragen, wieso der Mike jetzt muss normal reden, der Ricky muss das Mikrofon pegeln, weil wir haben wirklich die Episode, wir haben glaube ich noch keine Episode so einen Turbostart gehabt wie die. Ja. Weil wir haben da schon Musik gehört und geschnurrt und gelabert und eigentlich schon das Mikrofon in der Hand gehabt und alles parat und dann habe ich einfach auf Start geklickt. Ja, voll. Darum sind wir jetzt da ohne grosses Aufwärmen einfach 3. Jetzt müssen wir den Anstand einschalten, weißt du mal. Ja. Anständig, heutige Folge wieder anständig. Ja, nein, das ist eigentlich, der Mike ist da reingeklatscht und dann haben wir das Gefühl gehabt, Brudi, wir nehmen einen Podcast auf und es ist nicht wirklich so viel am Laufen, weil gerade Sommer ist. Sommerferien und dann sind auch nicht so viele Local-Shows und so. Und wenn Local-Shows sind, dann haben wir es nicht mitbekommen. Weil aber du bist letzte Woche nicht schon Local-Shows? Ja, es sind nicht so viele. Sonst haben wir ja wenn wir einen Podcast aufnehmen, so Panik, wenn wir wissen, dass wir 3/4 Stunden über Local-Shows reden. Gut, zusammen hast du mir da... Also ob wir es nicht wollen machen. Letztes Mal, wo wir über Releases und Konzerte hatten, das ist vor 2 Monaten. Also das hat sich auch einiges gesammelt. Aber Releases haben wir da ja aufgeschrieben. Also ich habe ihn aufgeschrieben, aber Konzerte habe ich nicht mehr im Griff gehabt, weil ich nicht mehr gewusst, wann wir wieder aufnehmen. Wir sind eben, letztes Mal war Greenfield plus Moment of Madness ist dann gekommen und dann haben wir... Ja, und es ist ja auch bei uns privat mega viel gelaufen. Ja. Ich meine, du hast nichts mehr zu tun gehabt, weil Whiteout sich aufgelöst hat. Wieso lache ich so dreckig wegen dem? Das ist eigentlich traurig. Also, gehen wir, falls ein bisschen Ironie sehen im Leben. Geh jetzt mal die monatlichen Hörer von Whiteout anschauen. Genau. Wie viel haben ihr so gehabt, wo ihr noch aktiv waren? Normalerweise 2'500 bis 3'000 und er ist mehr konstant geblieben. Okay. Und jetzt auf einmal 11'000. Ja, die sind einfach Da Vincis von der Local-Szene. Ja. Alle einfach so die Heime sad am Brüllen und am Whiteout hören. So. Ja. Oder vielleicht hat jetzt einfach der Bachelorette-Factor gekickt. Nein, ich glaube, ich Breaking of Sanity einfach jetzt verknüpft. Das ist gut möglich. Ja, 100%. Das ist eigentlich auch noch eine geile Nummer, einfach so einen Song mit dem Carlo von Breakdown of Sanity aufnehmen und dann sich auflösen. Ja, voll. Ja gut, aber wie heisst es so schön? Das ist ein Abgang mit Stil, oder? Ich kann gerade sagen, wie heisst es so schön? Du musst dann gehen, wenn es am besten ist. Also, wir haben jetzt mit der grössten Band hier im Genre von der Schweiz einen Song gehabt, mit dem Paleface und mit Breaking of Sanity. Fuck yeah. Ist geil. Ja. Jetzt musst du aufhören, jetzt kannst du nicht mehr erreichen. Ja, einfach so, komm, jetzt hören wir auf. Aber ohne Scheiß jetzt, ohne Scheiß. Lieber gehst du so, anstatt dass du machst wie Mötley Crüe. Ja, fair enough. Oder wie heissen da die anderen da, die Funeral for a Friend? Das kannst du live auch nicht mehr schauen, Alter. Das ist einfach Schund. Es ist wirklich einfach... Oder Oasis. Michelle ist mega Fan von Funeral for a Friend. Wir sind das Greenfield. Sagt mir nicht. Das ist so eine Emo-Band von 2010. Das klingt schon nach Emo. Und wir sind sie schauen am Greenfield und Michelle hat mir nach 5 Minuten gesagt, wir müssen gehen. Und ich so, wieso? Ich wollte die Band nicht so in Erinnerung haben. Und zum Fernsehen, ich habe mir das nach 5 Sekunden schon gedacht. Ich bin einfach da gestanden, wie ich das Gefühl, sie liebt die Band. Ja. Ja, voll. Nein, und dann eben, und ich bin ja auch die ganze Zeit vor gewesen, muss säckeln durch, Schmarren da. Also ich bin auch mega busy Nein, du hast nichts gemacht, Brudi. Nichts hat er gemacht. Gar nichts hat er gemacht. Gar nichts hat er gemacht. Hat der Tim eigentlich 11 Songs, 80% 11 Songs hat er auch, also was heisst auch, hat der Tim da etwas am Start, weißt du das? Hey, weiss darf man darüber reden? Also, wahrscheinlich nicht. Also er hat eine Insta-Story gemacht, die heisst 11 Songs, 80%. Aha, ja, ich darf nicht sagen, glaube ich, bis er etwas sagt.
Aber Also das ist gut, ja. Tipptopp. schau jetzt mal Sorry, Stories von Tim. Sorry, Tim. Da muss ich selber sagen. Aber er hat es selber gesagt. Ja, Er hat nichts gesagt. Schneiden wir das raus. Wir dürfen heute nicht Podcast Nein, aufnehmen. aber Heute kommt's. er hat ja seine Story da. Er hat es in einer Story geteilt, die Ja, öffentlich ist. Hat der Ja, Tim genau. ein Privatsprofil? Nein, glaube nicht. Keine Ahnung, ich habe es einfach angesehen. Kann man schnell schauen. Der Tim, wahrscheinlich schickt er uns morgen alles so SMS. Die sind so doppeln, Alter. So eine Unterlassungsklage. Also ich bin sehr gespannt, was sie uns Also wenn der da- Tim mir morgen ein SMS schreibt, wo drin ist, du bist so doppelt, dann sage ich einfach so, ja, fairer Punkt, ja. Ja, sind wir alle. Mhm. Nein, ich bin sehr gespannt, was Ich kann gar nicht was schauen, ob der jeder- Tim ein öffentliches Profil hat oder nicht, weil ich folge ihm. Aber. Nein, aber ich glaube, Dann tun wir schnell Ja, Endfolge. das ist jetzt gerade mein Plan. Ich kann mit Metal Server lassen, das kann ich nicht sehen. Außer wir folgen mit Metal Server. Nein, er hat ein öffentliches Profil. Ja, aber genau, siehst du, es ist öffentlich. Und jetzt schreibt er, warum du bist ein Double, warum du ihm folgst mir wieder. Weil das sieht er So, jetzt. das ist dann eben so, das ist die Retention Rate vom Podcast hoch behalten, Fair enough. dass die Leute wieder einschalten. Ich mache das immer. Mhm. Aber ja. Wo bist du gewesen? Fuck, ich habe vergessen. Was? Das wird ein Chaos-Podcast, ist egal. Ich weiß. Der Damian von Maspirong hat mir gesagt, dass einer von Novnog einen Podcast hat. Ich glaube, es ist der Wirklich? Drummer. Und Wie der, heißt? ich weiß es nicht mehr. Hey Novnog, wer von euch hat einen Podcast? Es sind, glaube ich, 2 von euch, wenn ich es richtig im Kopf habe. Schreibt das Ist doch das schnell. ein bitte. Danke Musikpodcast, vielmals. oder? Nein, ich glaube, wir sind ein Podcast über das Leben. Aber da sie beide Musiker sind, wird es wahrscheinlich auch um Musik gehen. Maybe. Also, als ich war, willst du jetzt wirklich eine ganz hohe Story Schau hören? Noch. Also erzähl mal. Ja. Also, Du hast einiges also ja, einiges. Ja, ich bin, glaube letzte Podcast-Folge haben wir dort haben wir aber nicht über das geredet, was ich gemacht habe an dem Tag, weil ich bin ja heimgekommen. Weil, Wir haben ja am 30. mit- Juni den Moment of Madness Podcast aufgenommen, oder? möglich, ja. Ja, eine Woche nach dem Konzert stimmt. Genau, dort haben wir ja zuerst den Podcast aufgenommen vom letzten Konzert von dir Mhm. und also vom letzten Konzert von Whiteout, nicht das letzte Konzert Und- von Ricky. ja, genau. So der Ricky einfach Und gecancelt, Ding, aber der es spielt nie mehr. Also, das letzte Konzert von Ricky, so okay, ist gut, ich spiele Genau. in dem Fall nicht mehr. Dann eine Woche später Ähm, Moment of Madness. Genau, dort haben wir auch noch die ganzen Sachen vorher gerecapt. Und Greenfield und so, genau, ja. Haben wir jetzt schon über das Konzert in... Nein, Und wo? wir haben doch am Tag nach dem Werk haben wir Tag nachher, gerecapt. ja, eine Woche nachher ist Moment of Madness. Ja. Genau, aber dort haben wir nicht über das geredet, was ich in dieser Woche gemacht habe. Nein, genau nicht, ja. Weil in dieser Woche bin ich am Counterparts-Konzert flyern mit dem Nico. Weil unser guter Homie, der Umi, irgendwie Sommerferien war beim Mainland und niemand hat können flyern. Und dann hat der Nico geschrieben, hey Brudi, Papa Umi, Onkel Umi braucht Leute zum Flyern, kommst du mit? Und ich so, ja, gratis Counterparts schauen, finde ich cool. Nein, das war nicht Counterparts. Counterparts. Nein, welche Band? Doch, das war Counterparts. Nein, aber am gewesen. Counterparts bin ich ja gewesen. Und das, ihr seid an einem Konzert geflyert, wo ich nicht gewesen bin. Ah ja, Counterparts bin ich nicht gewesen. Wo ist denn das gewesen, Alter? Es steht einfach Konzert Umi. Mhm. Fit for a King ist es gewesen. Es war Fit for a King gewesen. Die haben im Dynamo gespielt. Wer hat noch mitgespielt? Ich weiß nicht, ich habe nur Final Story. Mhm. Aber weil ich am Flyer war, habe ich die ersten 2 Bands verpasst. Weil wir haben unsere Flyer loswerden. Ist das mit Final Story Vicious Rain und so? Soll ich Nein. einen Kübel rühren? Fein, ich kann nicht können Kübel rühren. Der Umi ist ja nicht der gewesen. Doch. Ah. Ja, okay. Ah, Es Dings. gibt mir wieder GL-Verbot. Ja, stimmt. Wir sind am Counterparts-Konzert, Ja. beziehungsweise ihr sind Get the Shot-Konzert. Der Rest sind so Vorbands für mich. Get the Shot. Ist aber wirklich so gewesen, Das ja. ist so gewesen. Sie sind halt auch viel zu gut gewesen. Alter, zu gut, man. Fuck, ja. Es ist so gut gewesen. Zu fucking gut. Ich meine, ja, die anderen Bands sind schon gut gewesen. Wir haben Counterparts, Casual Strain und wer ist noch gewesen? That's it? Nein. Dying Wish. Und Dying Wish ist schon cool gewesen, aber Dying Wish Get the spielt aber Shot auch ist alle einfach- 2 Minuten in Zürich, oder? Ja. Also in der das Schweiz. ist schon, ja. Ja, aber dem Konzert geht schon plötzlich der Champion vor mir gestanden. Alter. Ist halt Also, und einfach die Bar raufkommt mit einem Gump. Wer ist der Jean-Pierre? Der Sänger. Sänger. Der Gorilla, wo hat noch in den Gym gehen am gleichen Tag. Der ist ziemlich sicher ins Gym gegangen, Alter. Ja. Also er hat ja Dings, er hat eine Insta-Story Ja, klar. gemacht. So, er hat jemand einen Gratis-Eintritt von meinen Ara-Homies. Also hätte ich meinen Fuß nicht so gehabt, hätte ich ihn eingeladen gehen bouldern. Gerade dort vorne. Aber du hast ja nicht gewusst, dass er es ist, oder? Nein, das hast du mir Das gesagt. habe ich dir nicht Ja, gesagt. ja. Mein Bruder, der will nicht bouldern, der will liften. Ich kann es sich liften, so einarmig. Ja. Ah, das ist... Ja, da macht es keinen Lärm. Aha. Ich meinte, ich habe dein Bier genommen. Nein, dort hat es keinen Lärm gemacht. Wir haben eh nicht
das Ständermikrofon dran, also ist es egal. Nein, ist gleich. Ja. Hast du das eigentlich am Ricky verboten, weil er sich immer anlangt? Nein, aber wenn wir zu dritt sind, können wir das Ständermikrofon nicht brauchen. Ja. Also wir können schon, aber es Nein, wäre dann ich darf- weird, wenn einfach einer Ich so darf nicht mit meinen Ständern spielen. ein Karnevalsmikrofon vor der Fresse hat und die anderen zwei nicht. Wäre schon witzig so. Ja, das ist schon lustig. Das sieht so dumm. Das sieht wirklich aus wie so eine Klonsnase. Also Das ich liebe die Farbe, ich finde es immer so langweilig, alles immer schwarz. das stimmt. Und jetzt haben wir das als. Das stimmt. Ich sehe da auch nur eine schwarze Gitarre bei dir. Das ist Ja. gut. Jetzt für Vocal Covers sind wir immer orange und jetzt für Podcast können wir. Du musst sagen, ob du für gar nicht willst. Mit Farbe. Ich glaube, an einem Festival nehmen wir gescheiter die schwarze mit. Ja, okay, stimmt. Ja. Wieso? Einfach, wenn sie zu streckig werden. Mhm. Ja, Bisschen und dreckig. oder Schaumstoff durch die Waschmaschine. Sehe ich so, als ob ich waschen könnte. Nein, bei der Ricky. Ich kann mit SM7. Hast du das Gefühl, der Ricky darf waschen? Ich bin mir ziemlich sicher, wenn die Lara lieb fragt, darf er die Waschmaschine tun. Also ich habe den Cover von SM7B nie gewaschen und den habe ich seit irgendwie 8 Jahren oder so. Ja. Geil. Es hat schon gestunken, als wir aufgenommen haben mit dem. Und du fragst dich, warum du immer krank bist, Alter. Ja, geil. Da, eben, ihr sind ja dort am Ghetto-Show-Konzert gewesen. Ich bin dann Fit for a King schauen. Ja. Und ich dann mich müssen belehren lassen, dass die... Das ist aber nicht am gleichen Tag. Nein, das war ein Tag später. Gewesen. Dann habe ich flyern, Final Story gespielt, Fit for a King und die zweite Band. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat es geheißen, um 7:30 fängt das Konzert an. Also die erste Band. Mhm. 7:45 läuft Final Story rein. Dann und ich so, das war dann in dem Fall eine falsche Information. Und ja, ich habe leider Final Story nicht schauen. Ich habe sie nicht einmal gehört, weil wir unten im Dynamo gestanden sind und es war mega leise gewesen. Also so ein bisschen so ein Bassdrum gehört durchdrücken, aber bin mir sicher, Final Story hat eine gute Show abgeliefert, weil die letzten 2-3 Mal, wenn ich sie gesehen habe, haben sie eine gute Show abgeliefert. Ich habe, glaube Final Story Dann, letztes Mal vor 12 Jahren gesehen. Dann habe ich mega viele Leute oben den Tag Ja. Dann habe ich mega viele Leute den Tag vermisst oben, weil ich einfach ihnen eröffnet habe, dass Fit for a King eine christliche Band ist. Und sie so, sicher nicht! Und dann habe ich, wer war das jetzt gewesen? Irgendeiner, ich weiß nicht mehr genau, wer es war. Auf jeden Fall, der Ding war auch rum gewesen. Der Dutti. Shoutout an Dutti. Ich habe den Shoutout. Podcast gelost jetzt, endlich fertig gelost. Sehr spannend, ja. Und ja, du hast recht, ich bin auch so an Core-Konzert und Metal- und Punk-Konzert auch ziemlich überall rum. Ich habe nicht so viel Konzertbericht geschrieben, das stimmt, aber ich bin durch meine vorübergehende, wie nennt man, was ist das geilste Wort für vorübergehende Arbeitslosigkeit? Durch meine vorübergehende, viel mehr Freizeitphase. Nicht so viel Das ist viel zu wenig Asi. Nein, das kannst du. Ja, aber ich habe vorübergehend mehr Freizeit gehabt. Nein, das ist, Ja. wie sagst du das? Dirtbagging. Was zum Fick? Nein, Dirtbagging ist ganz sicher eine sexuelle Handlung. Das kann ich jetzt schon sagen. Nein, Dirtbagging ist ja, wenn Leute gehen klettern und wohnen einfach in einer Van und leben in der Van und gehen einfach klettern. Bruder, ich bin kein Hippie. Die Ja, auch nicht. Dirtbagging, die sind auch nicht Hippies. Das sind Kletterer. Eben. Bruder, du beschreibst gerade Das Hippies. ist der Dirtbag Lifestyle. Nein, Hippies Nein. sind nicht fit. Nein, Hippies nehmen noch Heroin dazu. Alter, schon mal jetzt mal ganz im Ernst, schon mal einen Kletterer gesehen, der nicht ein bisschen Hippie ist? Es gibt schon Ja, mega viele ganz viel. Hippie-Kletterer, ja. Nein, die haben alle ein bisschen Hippie drin. Ja, schon ein bisschen. Nein, die haben ein bisschen Hillbilly drin. Ja, und ein bisschen Hippie, ein bisschen... Gypsy, sie sind, Nein, die haben einfach einen Gypsy-Lifestyle. ja, was Es sind gibt, Gypsies? es gibt mehrere Gruppen. Es ist so wie in jedem Der Ricky Subgenre. ist zu tief im Rabbit Hole. Du hast die wirklich so Sportler sind, die mega Hippie Aber sind. ich habe heute Gottverdammt die Hippies gesehen, weil in Lags ist Slackline-WM. Bruder, es hat nur Nachher- Hippies Ich habe gehabt. die Burgener zuvorderst am Schauen. Singst meine Lieblings... Nein, also die WM ist am Wochenende, jetzt sind sie am Trainieren gewesen. Ah. Es sind wirklich nur Hippies mit den Zelten drauf. Wo sind Hippies? In Lags? In Lachs? Ja. Wegen... Slackline. Slackline WM. Slackline. Ja, das ist auch ein Hippie-Sport. Definitiv ist das ein Hippie-Sport, ja. Ja. Aber meine Lieblingsgruppe, Hey, wie sind wir Nein, jetzt meine Lieblingsgruppe vom Boulder Gym sind die Dudes, die einfach nur Frauen gehen Feedbacken. Was? Ja, Das gibt's. sind einfach Dudes, also ich sehe es auch, aber es ist einfach so, sie warten extra auf Frauen und gehen dann anquatschen und sagen, hey, du kannst in den Fuß setzen. Das gibt's wirklich? Ja, der Dave! Nein,
Nein, Dave, du bist keiner so einer. Ja, die Bilder-Creeps. Du bist keiner so einer. Du machst das anständig, du schaust einfach dezent aufs Viertel, wenn sie oben an dir klettern. Wie wir das alle machen. Mhm. Ja, kennst du das Meme? Kennst du das Video, wo der eine das habe ich euch auch geschickt, so der Ricky 2 Wochen. Weil der Ricky gerade angefangen hat, so voll Boulder und voll reingeht. Der andere, der dort so in der Boulderhalle, wo Boulder erklärt, so fragen, ja, Bouldern ist kein... ja, nee, ich habe hier nicht so einen Chalk, sondern ich habe da so meine eigene Knochenmehlmischung und so ein Scheiß. Und er eben gesagt hat, nee, ins Gym gehe ich lieber nicht, weil das ist voll eklig, wenn da die Typen einfach den Weibern hinterhergaffen. Ich gehe da lieber in die Boulderhalle, da geht das wesentlich subtiler. Stimmt's gerade wesentlich subtiler. Lustigerweise, ich kaufe extra Jog aus Norwegen. Mit meinem Bruder. Wie heisst er? Ah? Wie heisst der Dude? Magnus Mitbau. Ja, genau der. Wieso kaufst du aus Norwegen? Weil Von Magnus. er ein Fanboy ist. Oh, ja. Aber kostet es mehr? Ja, wir haben gerade Aktion gehabt. Okay. Aber es kostet schon mehr. Aber das ist von Magnus Mitbau, Alter. Aber es ist ja, es spielt ja wieso keine Rolle, weil es ist ja exakt das Gleiche. Nein, ist es nicht. Das ist anscheinend, er sagt immer, das ist viel besser. Und er nimmt es auch immer, wenn er mit dem fetten Heavy Dude ja Isländer geht klettern, nimmt er es auch immer mit und sagt, das ist das Beste. Aber es ist einfach nur Magnesium. Das ist einfach nur eine chemische Verbindung, die immer gleich ist. Mike, du hast nicht Marketing studiert, hä? Ich muss mal Melody probieren. Sorry, ich bin ein Eschenschiss, tut mir leid. Ich verstehe so Sachen nicht. Eben. Marketing. Ja. Kann ich. Das ist wie Gitarre. Ja, das Holz tönt besser als andere. Hey, Fresse, Alter, du tust das in 5150 rein, fick dich. Ja gut, aber das eine Holz tönt halt vielleicht wirklich anders als das andere Holz. Ja, das Holz tönt schon anders, aber das Problem ist, dass das Holz halt nicht den Ton macht, sondern den scheiß Tonabnehmer und den Verstärker. Nein, aber das Sustain, Mhm. das macht es halt schon. Aber Magnesium ist Magnesium. Ja, nein. Und Also, hell oder dunkel tönt das auch. Ja, das das macht ganz sicher das Holz. Ja, da haben wir recht. Sorry, ich kann mich bekehren lassen. Ihr habt recht. Ich spiele nur Mahagoni-Gitarre. Das ist das Holz, das ist nicht die Elektronik, die dort den Sound macht. Ich habe aber noch Pickups gewesen bei der Gitarre. Ich habe es einfach gehasst. Ich hasse Basswood. Mhm. Ja. Ich habe keine gute voll. Erfahrung mit Basswood. Nein, ist kein Problem, steht top. Es ist gut, wenn es für dich stimmt, dann ist es gut. Wenn es für dich stimmt, ist gut. Ich habe bei mir daheim auch ein Altar für Ola England gebaut. Gut, aber das ist fair. Das ist fair. Ein Altar. Ein Altar, ja. Das ist fair, ein Altar für den Ola England. Das ist fair. Weißt du, was lustig ist? Heute habe ich gesehen, dass der Ola England Solar, dass die so eine Jeep-Marke noch haben. Bei Solar. Ja, aber die bekommst du nur in den armen Ländern. Ja, sie haben es gemacht. Das habe ich gar nicht gekannt. Zum Beispiel in Brasilien ist es mega schlimm zu mir, wie eine gute Gitarre holen, weil der Importpreis ist einfach komplett am Arsch. Ja, Brasilien macht das ja extra. Deswegen machen sie dort hauptsächlich für so Länder, oder? Sie verkaufen es direkt dort, also wenn sie nicht den ganzen Import so etwas. Und, Brasilien tut Importzölle so extrem auf, weil sie wollen halt, dass alles im Land produziert wird. Sie wollen nicht, dass Sachen aus dem Ausland kommen. Verständlich, aber sie haben keine gute Gitarre scheinbar. Ja, es hat wahrscheinlich andere Gründe. So. Ja, das ist so. Ja. Geopolitische Gründe. Ja, oder vielleicht Korruption von den anderen Politikern. Ja. Also einfach politische Gründe, nicht mal geopolitische. Aber vielleicht im Februar, als ich in Brasilien war, hat unser Dude, der eine Dude von uns, von der Firma, wo du unten wohnt, hat gesagt, da in Brasilien ist scheißegal, wer du wählst. Es sind einfach alle korrupt. Ja, Südamerika ist das so. Es ist einfach, das Gesundheitssystem und das Schulsystem ist inzwischen schlechter als in Kuba in Brasilien. Ich bin in Peru. Ja gut, aber das Schulsystem in Kuba ist nicht schlecht. Kommt darauf an, mit was du vergleichst. Ich bin in Peru in der Schule mit Amerika. Mit dem Neffen vom Präsidenten und der hat einfach seine Frau, glaube ich, als Finanzministerin gesehen. Und die Cousine als die andere Ministerin. Alter, das ist wie bei meinem Ex-Arbeitgeber. Ja, und der Ex-Präsident, dann, sie haben herausgefunden, also sie haben die ganze Verfolgung wegen Korruption gemacht, oder? Und die Polizei ist zu ihnen heimgekommen und hat sich einfach vor die Polizei einfach geschossen. Okay. Ja. That took a dark twist. Also, zurück zum...
Zurück zum eigentlichen Thema. Thema. Zurück zum eigentlichen Thema. Und zwar habe ich dort mega vielen Leuten, dann habe ich eben einem Kollegen erzählt, es ist noch viel lustiger, weil die Dudes haben alle weiß angehabt und der Sänger hat so ein weißes XL-T-Shirt angehabt oder ein Longsleeve, ein zu grosses, und er hat lange Haare gehabt. Und dann habe ich so das Gefühl, hey, weißt du, was noch viel lustiger ist? Weißt du, was die ganze Show noch viel besser macht? Wenn du jetzt einfach überlegst, dass es eine christliche Metalcore-Band ist und der Sänger jetzt gerade ein Mess haltet. Und dann haben wir uns alle bepisst vor Lachen, weil es hat wirklich so ausgesehen. Er ist mit seinem weißen Kleid, mit seinem weißen Gewand dick gestanden und hat so grosse Bewegungen gemacht beim Singen, wie das halt so jeder Metalcore-Sänger macht. Mhm. Aber dadurch, dass ich in gewisse Gruppe habe, dass es eine christliche Metalcore-Band ist, oder mal war am Anfang ganz sicher, wie alle Metalcore-Bands, damit die Eltern in Amerika sagen, nein, die Band darfst du hören, das sind Christen. Das ist 100%. Ist nicht mal August Burns Red so gewesen? August Burns Red ist auch eine christliche Metalcore-Band. By the way, SLA Dying, du, dass seine Frauen wollen umbringen. Christliche Metalcore-Band. Gibt also auch Christen wahrscheinlich. Ja, gut, aber Christen tun gerne morden, oder? Ja, das stimmt eigentlich völlig nach der Bibel gehandelt. Also meine, die Kreuzzüge und so. Also wenn sie ihn betrogen hat, ist es völlig fair, dass sie sie umbringen wollte. Absolut, ja. Bibel. Sie ist halt Bibel, ja. Biblisch gehandelt. Aber es hat etwas im Fall. Irgendwie Mega-Church-Leaders haben irgendwie Frontman-Energie. Sie können fix eine Metal-Band singen. Ja, was meinst du, wieso das so gut funktioniert? Weil dann einfach alle Eltern gesagt haben, nein, die Band darfst du hören, die sind gute Christen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es etwas damit zu tun hat, weil das ist in Amerika vor dort, wo die Bands alle gross geworden sind, ja noch ein riesen Thema gewesen. Ja, aber so im Heavy-Metal-Bereich gibt es schon mega viele so christliche Bands. Hätte es mal gegeben. White Metal haben sie es genannt. Aber vielleicht machen sie es auch einfach, weil sie halt Christen sind und den christlichen Glauben wollen verbreiten. Das sind Metalcore-Bands, sie sind nur aufs Geld aus. Ja, aber vielleicht halt... Nein, wenn sie ursprüngliche Intention ist vielleicht eine gute. Wenn sie christlich Glauben wollen verbreiten, wie ist das jetzt eine gute Intention? Ja, du weißt, aber anyway, ja, wenn sie jetzt Christ... Sascha, viel Spaß. Nicht, ich sage jetzt, ich erkläre es euch nach dem Podcast. Okay. Wenn ich es nicht vergesse. Aber ich bin darauf aufmerksam gemacht worden, dass bei gewissen Wörtern könntest du ein Saufspiel machen bei uns im Podcast und je nachdem nach 10 Minuten schon hackedicht bist. Bei Intention? Stimmt. Welche Wörter sind es gewesen? Das darf ich nicht sagen, hat es geheißen. Also sie haben auch gesagt, aber dann kann man sie gar nicht machen, wenn du es nicht sagen darfst. Ja, mal, ich sag's, die Wörter passieren sowieso. Keine Panik. Das Ding ist einfach, sie haben das Gefühl, ich habe gesagt, mach das Trinkspiel mal. Und dann haben sie gesagt, nein. Weil dann, wenn ich dir sage, bei der nächsten Episode machen wir das Trinkspiel, sind wir nachher tot. Und ich so, ja, fair. Okay, wo sind wir jetzt gerade voran gewesen? Ja, sind nicht Christen. Ja. Ja, okay, bei den Christen, genau. Ja, das ist einfach lustig gewesen. Und dann, nachher, ne, bin ich was ist jetzt Winter Tour 800 beim Straße, ja, das ist fürs Schaffen gewesen. Dann bin ich mit Matchbox Whispers 4 Stunden ins Bündnerland rausgefahren, weit hinter die Berge bei den 7 Zwergen, die Italienisch reden, und habe dort ein Auto. Du musst vielleicht noch für die Bündner zuhören und sagen, ich Engadin, weil... Nein, das ist nicht mal Engadin, das ist Poschiavo. Ist das nicht Engadin? Nein, das ist Poschiavo, das ist Buschlaf. Schlaf. Das heisst so, das ist Italienisch sprechen. Im Engadin redet es nicht Italienisch. Was ist in der Nähe von dort? Mailand. Nein, der Bernina Pass. Du gehst über den Bernina Pass und dann bist du gerade dort. Italien. Sie. Nein, es ist in der Schweiz. Aha, Tessin? Nein, Graubünden. Graubünden. Du hast, wenn du die Schweiz anschaust, hast du da Tessin und einen Zipfel und dann hast du da Graubünden, hat auch noch einen Zipfel. Aha, okay. Dort. Also, genau, darum ist es so weit weg. Also, eigentlich kilometertechnisch ist es nicht so weit. Aber du hast halt 2 Stunden, weil du wirklich nur Passstraßen fährst die ganze Zeit. Das ist crazy. Von Chur aus bist du wirklich noch 2 Stunden unterwegs. Ach, krass. Und es war aber geil gewesen. Wir sind ja mit Matchbox Whispers gewesen. Die einzige Punkband an dem Abend. Wer hat das noch gespielt? The Dirty Panda hat gespielt. Das ist eine Band aus dem Tessin. Die hat so klassischen Metal gemacht, so Metal. Geil. Ihre Keyboarder war eine richtig geile Sau gewesen. True Metal. Der hat so, True Metal. Keine Ahnung, was True Metal ist, Alter. Also ja, so Heavy Metal, oder? Ja. Heavy Metal, eines der wenigsten Heavy Metal Genres, aber ist ja gleich. Die haben so True, ja, so ein bisschen Power Metalig, so ein bisschen Symphonic-Zeug, so einfach so halt klassischen Metal gemacht. Und ihre Keyboard war die ganze Zeit am Abgang und wir haben so einen Scheissdreck gemacht im Publikum und er hat uns die ganze Zeit angeschaut und uns so Herzchen zugeschickt und dann war irgendetwas gewesen, und dann haben sie einen Song, ich glaube, richtig gut. Einfach so ein Song, this is a song about fucking. Und ich einfach so, jawohl, klassische Tessiner. Einfach direkt rein. Und dann haben wir so den gemacht, weißt du, mit dem Hand so aufheben und dann so durch.
Und der Keyboarder hat es gesehen und hat nicht mehr können verlachen. Das war sehr geil gewesen. Dann hat Wie hat der Band geheißen? The Dirty Panda. Dirty Panda. Ja. Das ist Oder schon Dirty komisch, Panda. schon ein komischer Name für eine Heavy Metal Band. Es sind Tessiner. Ja. Okay. Du darfst nicht vergessen, es sind Tessiner. Gleich ein sehr komischer Name für eine Metalband. Ja. Eben, aber wenn du überlegst, dass Tessiner sind, ist es nicht mehr so komisch. Ja, fair enough. Ja. Ja, und dann hat haben sie Tamara geheißen, ja, gespielt. Das ist die Band von dem, wo die Bar besitzt dort. Das ist so die Band von dort. So lokale Hellsiechen. So AC/DC-Chorus gespielt. Mhm. Das war noch geil gewesen. Haben 2, 3 eigene Songs gespielt. Eine davon hat Mary geheißen. Oder Marie hat er geheißen. Und dann ist die ganze Punchline eigentlich gewesen, dass er eine Frau kennengelernt hat, die Marie heisst. Und dann hat er aber gemerkt, dass die Frau gar nicht so cool ist. Darum ist Marihuana viel besser. Sehr geil gewesen. Das ist sehr kreativ, ja. Dann hat, ich nenne sie jetzt, eine Hippie-Band gespielt. Mhm. Weil ich habe keine Ahnung, wie ich die Musik einordnen soll. Es war effektiv ein fleischgewordener Trommelkreis gewesen. Aber gut, also mit Gitarren und Bass und also wirklich Musik. Also wir sind da gestanden und haben das Gefühl, ja gut, das Publikum in dieser Bar hat das gefeiert wie Sau. Und wir so, ja ist gut, mega high, niemand will unsere Musik hören. Ja. Niemand. Und dann haben wir herausgefunden, die Band hat nachher noch am Dings gespielt. Am Tag später, am Morgen um 4 Uhr, haben die sich verpissen, weil die haben am St. Gallen Open Air noch gespielt. Was? Also das ist wirklich cool. Sind das die Hippies, wo ihr sind das die. Equipment nicht aufgeräumt haben? Genau. Das sind die Hippies gewesen, die ihre Merchandise nachher auf der Bühne, auf den Koffer auf der Bühne stehen gelassen haben und ich eigentlich nur mein Zeug aufstellen und das nicht können, weil der Merchandise im Weg gestanden ist. Und ja, aber die sind wirklich, also die sind zum Zuschauen hure geil gewesen. Es ist theoretisch gesehen eigentlich mein fleischgewordener Albtraum. Aber Hermanos Perdidos haben die geheißen. Hermanos Perdidos. Ja, und das ist wirklich, das ist geil gewesen zum Zuschauen. Silas hat es hure gefühlt, der Sänger von Matchbox Whispers, hat sich 2, 3 Bier reingestellt während denen und der Marc und ich sind gekocht so Bruder und dann auch nachher spielen, weiß ich auch nicht. Also, ich trinke jetzt kein Bier mehr, es ist gut. Kommt er zu uns zurück, geht vorher dancen, läuft hinter einer Bar und wir so. Und dann mal das Bier, kommt mit dem Bier zurück. Ah, shit! Aber er hat es noch können? Ja, er hat es schon noch können, das war gut gewesen. Dann haben wir gespielt und dann ist irgendwie, wieso? Haben wir so gedacht, ja fuck, das will eh niemand mehr zuhören. Aber irgendwie sind die Leute nicht heim, weil... Ja, was willst du im Poschiavo machen? Fußballmatch, Schweiz hat gewonnen, Bier getrunken. Wir gehen jetzt sicher noch nicht heim, spielt noch Band. Dann haben wir gespielt. Es war geil sexy. Sind sie dann heim? Nein, eben nicht. Sie sind dort geblieben. Und jetzt musst du hören, Alter. Fucking eines von the proudest achievements of my life. Es war ein bisschen unecheated gewesen. Aber ich konnte wissenschaftlich belegen, dass Hippies genau gleich asozial sind wie wir alle. Das haben wir schon gewusst. Weil, als wir als letzten Song Killing in the Name of gespielt haben die sich verprügelt, Alter. Die sind die ganze Zeit da gewesen, haben so gefühlt so ein bisschen rumgewiped, alle am rumwipen und dann, Alter, haben wir Killing in the Name of gespielt und Junge, alle Leute haben angefangen zu schlägeln. Also wir haben wirklich Hippies gesehen, Füße verteilen, Alter. Das ist der absolute Ficker. Hat es Nasenblüten gegeben? Ich weiss nicht, ob es Nasenblüten gegeben, aber ich habe wirklich einen von den Hippies gesehen, sein Kollege einfach so BAM! Ich weiss nicht, ob er ihm einen Fuß gegeben hat oder ob er einfach so umkrempelt hat, aber die haben sich's gegeben. Einfach Hippie am Two-Step. Es ist fucking sexy. Und nachher... Stell dir vor, was Two-Step und Windmühle da machen. Es ist wirklich, also das ist ein Lifehack. Wenn eure Show einigermaßen gut gelaufen ist und wenn sie am Schluss noch eskalieren lassen, ich cover einfach Rage Against the Machine. Einziger Plot-Twist ist, du musst es gut spielen, sonst ist es scheiße. Und... Ist das nicht immer so bei Covers? Ja, nein. Dass es scheiße ist und Nein. Es gibt Sachen, die kannst du coveren, die leben einfach vom Song. Gut, vielleicht, wenn du genug schlecht spielst, erkennen die Leute nicht und denken, das ist sehr grunge. Nein, aber es gibt so Sachen, die leben so all the small things. Dann kannst du ein bisschen wack spielen. Funktioniert trotzdem. Oder wenn du nicht tight bist bei den Pioneer-Parts, das ist schon wack. Ja, aber du kannst alles, einfach mal, wenn du jetzt mal den Song Killing in the Name of anschaust und all the small things. All the small things kannst du ein bisschen. Dort hast du ein bisschen Spielraum. Dort kannst du auch ein bisschen, aber ja, ich weiss, was du meinst. Aber ein Rage Against the Machine Song, den musst du spielen und du musst ihn auch meinen. Du kannst ihn nicht einfach nur spielen, wie wenn er eine Coverband spielt. Du musst dort... Beim Ding, der Marc hat mich angeschaut, so, du haust jetzt in deine gottverdammte Dreckseite in den Wichser. Und ich so, ja, und du haust das Schlagzeug aber an, du Arschloch. Und nachher hat er da draufgeklebt und dann haben wir wirklich, also, ich habe das Video gesehen, wie sie haben alles gefilmt. Also
der Silas und ich haben eigentlich, glaube am Schluss, also der Silas hat keinen Ton mehr getroffen, weil er einfach nur noch in das Mikrofon hineingeschrien hat. Also das hat wirklich, seine Stimme ist einfach am Überschlag gewesen, aber es ist egal, weil es ist Rage Against the Machine. Wenn der einfach, ich meine, es heisst Rage Against the Machine. Ohne Rage kannst du das nicht spielen. Das meine ich. Du musst den Song wirklich einfach meinen. Du kannst ihn nicht spielen, du musst ihn einfach reinbretschen. Und und dann nachher alle noch so One more song, one more. Und Marc und ich haben einfach angefangen aufzuräumen, wenn man gesagt nach dem Song ist fertig. Das Set ist fertig nach dem Song. Und so wie der nächste Song ist Stab und von Necrophages. Nein. Und dann haben wir so einfach... Und der Silas so, hey, wir können ja noch Dings spielen, wir können ja noch Covers, wir können ja Barbie Girl oder Hell-Song spielen. Und ich so, nein, sorry. Wenn du Rage Against the Machine so gespielt hast, dass Hippie sich verprügelt, kannst du nachher nicht mit dem Hell-Song aufkreuzen. Du kannst mit keinem Song mehr aufkreuzen. Der einzige Song... Ja, aber der Hell-Song wäre... Ja, aber auch dann, du als 3-Piece mit 3 Leuten kannst du den nicht so spielen, dass er auch nur ein bisschen zum Hype vom Song voran lebt. Von Sum 41. Der Hell-Song. Das ist der das ist der anfängt mit Hock. Das ist ein guter Song, aber es... Ihr hättet halt auch vor dem müssen spielen, ja. Ja, aber wenn du stell dir einfach vor, du stehst im Publikum, du hast eine Band, die du einigermaßen geil findest und dann spielt Rage Against the Machine und du gehst deinen Kollegen schlagen. Wenn du nachher einen Song spielst, der nicht mindestens die Intensität hat, bringt es nichts. Ich glaube, an so einem Abend, alle sind tot, alle sind ein bisschen drunk, spielt es keine Rolle und die hätten das auch geil gefunden. Ja, und die hassen euch jetzt alle, weil ihr einfach gesagt habt, nein. Ja, aber das Ding ist eben, das ist wieder der eine von den Beatles. Oder wie haben wir das die wollen gesagt? keine Qualität, die wollen Quantität. Aber der eine von denen, der einfach gesagt hat, nein, das kannst du nicht bringen. Das Einzige, was du machen kannst, haben wir herausgefunden am Hochzeit, wo wir gespielt haben. Du musst einfach den Song 2 nicht schon als ersten Song spielen, weil dann kannst du den Song 2 nachher spielen. Das funktioniert. Ja, stimmt, du hast auch eine Hochzeit gespielt. Stimmt, ja, die ganze Hochzeit. Noch nicht durchdrehen. Zwischen ihnen war noch Polen. Ja, du bist ja busy gewesen. Genau, und dann war das ein geiles Konzert gewesen. Und dann die Woche drauf, dort habe ich nicht so viel gemacht. Dort sind wir am Donnerstagabend sind wir, Eversis, losgefahren auf Polen. Wir sind ins Auto gestiegen, Vinti, der Timo, der Domi, ich und Lexi, weil der Butch ist schon mit 4 Lab vorausgefahren am Nachmittag, weil der frei hatte den ganzen Tag. Und wir haben den Bus vom Greenfield Festival Foundation gehabt, wo absolut geil ist, weil du kannst dir als Band anfragen, wenn du eine Tour hast oder ein Konzert im Ausland spielst und sagen, hey, du brauchst einen Bus, und wenn du ihnen begründest, wieso du den Bus brauchst und sagst, für was du den Bus brauchst, dann, wenn der Bus rum ist die Chance, dass du den Bus bekommst, relativ gross. Und es war so ein Ford Transit, dort haben wir 6 Leute drin gehabt und das ganze Material. Und dann haben wir den eben vorausgefahren. Wir sind hinten rein. Dann sind wir um 10:30 oder so irgendwo in Deutschland auf einem Autobahnraststätte-Hotel angekommen. Und dann dort schlafen. Und wir haben noch ein Bier trinken unten, und dann hat es so ein also das ist ein Hotel auf der Autobahn, oder wie? Das war ein Raststätte-Hotel halt. Wirklich? Kann ich gar nicht. Ja, ich meine, ihr wollt im Büsli schlafen. Wieso sollten wir im Büsli schlafen? Das 10. Alter. Jeder auf dem Sitz, am Sitzen. Oder so ist Parkway Drive, einfach unten drauf von der Van. Das Ding ist halt, wir haben einen Job, wir haben Geld, wir können uns ein Hotel leisten. Okay. Also, Parkway Drive hat zu dem Zeitpunkt halt nur die Band gehabt und kein Geld. Das ist aber Dirtbagging. Nein, Dirtbagging ist eine Sexpraktik. Hör jetzt auf. Also ich bin ganz sicher, das ist das auch. Also auf jeden Fall, es ist du auch... Du wechselst das mit Teabagging. Ja, ich glaube schon. Ja. Auf jeden Fall, wir haben alle, also wo Fearlab das gesagt hat, dass wir das machen mit uns, habe ich und der Sascha, wo wir dort am Meeting waren mit einem kleinen Whisky, einfach gesagt, Brüder, wir pennen im Hotel. Und er so, ja, ganz sicher pennen wir im Hotel, Silvan, wir sind alle weit über 30. Also Fearlab sind alle über 30. Bei Versus ist es erst eine. Aber der Timo hat auch... Das ist schön. Top, ja, top. Ist doch das. Ja, ich weiß. Ja. Und bei Eversis hat der Timo ziemlich von Anfang an gesagt, Brüder, mir ist es egal, ich zahle im Fall 250 Stutz pro Nacht, wenn es sein muss. Ich gehe einfach ins Hotel pennen, sicher nicht auf dem Auto oder auf der Bühne oder sonst irgendwo. Und ich sage, ja, fair. Sind wir auf dem Autobahnraststätte-Hotel gewesen. Haben jetzt Bier bezahlt in der Raststätte? Für alle Hotels zusammen haben wir 100 Euro gezahlt je. Wir haben einfach, weil wir ja die Lexi nicht wirklich zahlen können, haben wir ihr einfach alles gezahlt. Also wir haben 125 gezahlt für 3 Übernachtungen. Ja. Was nicht so viel ist. Das ist völlig okay. Vor allem haben wir auch stabile Hotels in Polen. Also wirklich gut gewesen. Und dann sind wir dort gewesen, und dann haben wir ein Bier trinken, und dann musst du so deinen Ausweis durch so einen Schlitz durchziehen. Damit der Kasten dir Bier rauslässt.
Und wir so, Und hat geil. sicher Schweizer Ausweis nicht angenommen. Doch. Ah, Ja, eins auch funktioniert. Der neue ist ja europäischer Standard. keine Ahnung. Darum ist er so keine hässlich. Ah, das ist der Grund. Ja, weil er jetzt einfach im europäischen Standard angeglichen ist. Darum ist er so hässlich jetzt. Und dann haben wir den durchgezogen, dann haben wir ein Bier bekommen. Dann hat der Domi herausgefunden, dass man da Vapes kaufen kann. Der Domi sich einfach Vapes gekauft. Dann haben wir herausgefunden, dass du kannst das alles ist kaufen. gruselig. Und dann hat es 2 Automaten gehabt. Einen mit Essen und Bier und einen mit allem. Der ist so ein Ladekabel. Ja, weil das Hotel hatte keine Rezeption gehabt. Hund. Das Hotel hat so eine Rezeption gehabt, irgendwie so online, irgendetwas, ich keine Ahnung, also so ein Ein-Mann-Schalter. Und sonst nichts, kein Bar und nichts. Also an dem Ding hast du alles bekommen, was du an einer Tankstelle bekommst. So. Ziggis. Also es war eigentlich eine Tankstelle gewesen Es mit ist Bett. Einfach nein, es war nicht eine Tankstelle gewesen mit Bett, es war ein Hotel gewesen. Und an dem Automat hast du alles bekommen, was du an einer Tankstelle bekommst. Und dann hast du können so... Das ist so wie ein Kapselhotel in Nein, es war ein normales Hotel gewesen, Alter. Es hat einfach einen Automat gehabt, wo du alles hast können kaufen, was du an einer Tankstelle kannst kaufen. Dann ist es aber kein normales Hotel. Können wir ihn rausrühren? Er hat mitgemacht übrigens. Ja, Ja, ich weiss, aber er hätte das nicht gemacht ohne dich. Das stimmt überhaupt nicht. Das stimmt. absolut nicht. Anyway, Lass mich ja. nicht so einfach beeinflussen. Aber was hat denn der Automat noch mehr gehabt, Ja, außer eben, jetzt lass Ladekabel? mich doch einfach mal erzählen. Schwangerschaftstests, so Zeugs, Kondom, Natürlich. Gleitgel und sonst noch irgendwelche so ich weiß es nicht mehr auswendig, irgendwelche so weirde Sex-Sachen. Sind da die inflatable Sachen mit warmes Wasser? Keine Ahnung, nein, das nicht. Du meinst die Travel Pussy, da wo es früher einmal in den Bars gegeben hat? Nein, Travel Pussies hat es nur auf der WCs oder der Tankstelle gegeben. Weil, wenn du das Gefühl hast, auf Ich so einer... frage mich, wer kauft den Scheiß? Keine Ahnung, Alter. Ich kann dir sagen, wer den Scheiß kauft. 4 Leben, wenn sie betrunken sind. Und dann weißt du, er kauft die auch. Kennt ihr noch früher? Jung, wild und sexy, die Sendung. Ja, die Dudes. Die Dudes haben das auch mega Wirklich? gekauft. Ja, das war so eine Sendung von früher, wo du einfach so 3 Plus, nein, trotzdem mal, es war 3 Plus gewesen. Wie heisst die Doch. Sendung? Ist trotzdem mal schon 3 Plus gewesen? Ja, 3 Plus Anyway, gibt's die schon haben sau einfach lang. so in jedem Kanton so eine Gruppe junge Leute begleitet jeweils. Am Wochenende, weil sie gerne Party machen. Ich glaube, ich habe so ein Throwback-Dings von dem gesehen im SRF. Das kann gut sein. Ja. Und die haben so Sachen gekauft. Ja. Ja, das ist geil. Und eben dann haben wir, du kannst 18 verschiedene Vapes kaufen dort. So 1000 verschiedene Geschmacksrichtungen. So Was für Geschmack? Keine Ahnung, Alter, Melone, alles. Kokosnuss, Melone. Kaugummi. Ja. Zahnpasta kannst du auch kaufen, Zahnbürstchen, alles. Richtig. Und dann haben wir herausgefunden, dass wenn du den Warenkorb aufmachst und Zeug addest, dass das dann einfach reingeht und du hast das dann im Warenkorb rein. Und dann haben wir herausgefunden, wenn du das machst, der einzige Weg, um den Warenkorb zu leeren, ist jedes einzelne anklicken und dann auf Löschen klicken und dann auf Ja klicken. Das heisst, wir haben uns dann einfach mal 5 Minuten damit beschäftigt, jeden Artikel etwa 18 Mal dort rein zu tun. Haben dann eine Rechnung von etwa 1700 € aufgerackt und es dann einfach sein lassen. Das ist der nächste. Oh mein Gott. Wahrscheinlich der eine Mitarbeiter hat sicher so ein Reset. Gibt es nicht irgendein Reset-Ding, wo einfach alles deleten kannst? Keine Ahnung, wir sind am nächsten Morgen über ins Kaffee, haben einen Kaffee getrunken, zum Morgen gegessen und sind gegangen. Und ich glaube, hast du schon mal, du kennst das sicher, wenn du irgendwo so ein bisschen mit der Band mal ins Ausland gehst, du siehst nichts von den Ländern, wo du hingehst. Mhm. Ja. Nur, du Aber siehst, jetzt stell dir vor, es geht jemand an dem Automaten, der muss unbedingt mega schnell ein Kondom holen. ja, der hat Pech gehabt. Da gibt es doch sicher so einen Delete-All-Button. Nein, es hat keinen gegeben. Vielleicht nur für Mitarbeiter. Vielleicht, ja. Es hat keinen Jetzt, gegeben. alle Artikel mit dem Bonerat. Also wir haben 5 Minuten gehabt, um es rein zum Raus tun, hast du wahrscheinlich länger, ja. Ich glaube, den ganzen Automat gekauft einmal. Mhm. Ja, und dann sind wir dort gefahren, sind wir 6 Stunden auf Wroclaw gefahren. Also hat früher mal Breslau geheißen, weil es zu Deutschland gehört hat. Oder so. Die gute alte Zeit, oder? Ja, die gute alte Zeit. Ich finde es geil, immer wenn ich Wroclaw eingegeben habe auf Google, hat Google das so Breslau gemacht. Also, es heisst nicht mehr so. Aber vielleicht ist es einfach auf Deutsch, heisst es vielleicht noch so. Ich keine Ahnung, ob es auf Deutsch so heisst. Es ist mir gleich, ob es auf Deutsch so heisst. Offiziell heisst es anders. Auf jeden Fall haben wir etwa 18 Raststätten gesehen. Polnische. Vielleicht wollen sie von der Holy Roman Empire. Hm. Könnte ja sein. Wir haben Autobahn gesehen. Und dann sind wir dort dort angekommen und dann haben wir einen Soundcheck gemacht und es war wirklich so lustig gewesen. Also der Raum ist so ein bisschen... Eigentlich haben wir es war so einfach eine Bar gewesen. Es war nichts rundherum gewesen. Also unter dem
Tram, unter dem Zuggleis. So wie kennst du die, das gibt es öfter in unserer Stadt, dass es so Zuggleis hat. Und unten dran so Läden drin, weißt du, so in diesen Bachstein-Dinger unten dran. So wie jetzt in Zürich im Viadukt oder wie es heisst. Ja, das Viadukt ist eine Zugbrücke. Ja, So genau. ja. Was ist Poland für Nachbarländer? Aber jetzt kein Tschechien, Deutschland. Deutschland. Ja. Ja, Tschechien, Deutschland. Ukraine? Ukraine, ja. Keine Ahnung, Nein, Alter. Nein. Das ist doch zu weit hin. Musst du gerade schauen. Ciao. Ich glaube Weißrussland. Geografiekenntnis Da ist das vielleicht möglich, null. ja. Ich weiss, dass es Deutschland und Tschechien hat. Auf jeden Fall, ja, wir sind dann dort in dieser Bar angekommen, haben einen Soundcheck gemacht und alle so, wenn das noch gut kommt mit diesen Technikern und allem. Und ey, sorry, also die Techniker in Polen sind Doch, Ja, absolut... doch, Ukraine, ja, genau. Doch, sogar auch Russland. Sogar Latvia. Russland Aber auch, nein, weil steht da. Kaliningrad gehört zu Russland und das ist dort dran. Mhm, stimmt. Also Das gehört es ist- zu Russland oder hat der Putin gesagt, es gehört zu Russland? Kaliningrad gehört zu Russland, aber es hat einmal zu Deutschland gehört. Litauen auch im Fall, holy fuck. Ja, Litauen auch. Polen ist ein grosses Land, habe ich Krass. herausgefunden. Ukraine, Ja. Slowakei, Tschechien. Eben, ich meine, Polen wie ist lange sind echt wir gross, gefahren? Alter. Das ist so Aber- gross wie Zu dem Deutschland. kommen wir noch. Es sind mir echt wunder, ob es Teil von der Holy Roman Empire war. Ja, anyway, Halt, ja, erzähl. holy Wie shit. kommt der jetzt auf das? Ah, nein, das ist nicht Holy Roman Empire. Okay, egal. Auf jeden Fall, also nicht egal, ich wollte das auch wissen, aber dann sind wir da und die Soundtechniker haben so das Gefühl gehabt, so, no, it's not normal there. Ah nein, Breslau ist von Kingdom of Poland gewesen. Aber es ist mega nahe zu der Holy Roman Empire. Mhm. Spannend. Er denkt nicht zu viel als Roman Empire. Ja, man. Es ist nicht so, this is my Roman Empire. So, bei Nein, ihm ist es effektiv das Roman Empire. Denkst du, als wir herausgefunden haben, dass der Holy Roman Empire einfach Deutschland war, mit bis Italien? Das ist schon, damn, Alter. Schon, ja. Alle Teile vom gleichen Land, ja. 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 Also dann sind wir da Mit gewesen. der EU haben sie das auch gemacht im Fall. History, Alter. EU ist grösser. History. Brudi, History. Sorry, die EU ist... Die Europäische Union ist im Fall grösser als das Roman Empire. Ja, und dann haben wir dort, und dann alle, wir haben das Gefühl, dass mit diesen Technikern läuft. Und, also die Techniker sind alle absolute Profis gewesen. Also wirklich, das ist mehr auf, eingestöpselt, sie kommen, Soundcheck gemacht, noch nie so einen smoothen Soundcheck gehabt. Vielleicht nicht die besten Marketing-Leute. Polnische Techniker müssen keine Nein, Marketing-Leute sein. nicht polnische Technik. Ja, aber ich rede gerade von polnischen Ich Technikern. weiß. Gut. Ich rede von Polen. Ja, ich komme noch dazu, keine Angst. Lass mich doch einfach mal die scheiß Story erzählen, ihr wollt doppeln. Vielleicht würden wir dann auch mal dort hinkommen, zu Okay, den okay, Punkten kommen, die ihr hören wollt. Okay, erzähl. Ich erzähle das schon noch. Und nachher haben wir einen mega smooth Soundcheck und alles. Und sie sind dann gekommen und sagen, yeah, it's not really standard. Usually in Poland we don't have drop-tuned guitars. I hope we can mix Was? it properly. Wirklich? Ja, anscheinend ist in Polen gar nicht so eine grosse Metal-Szene. Ist, Vor allem ist nicht, Vader nicht von Polen? ja, nur weil es 2-3 grosse Bands hat, heisst nicht, dass es Ja, aber lokal... Vader spielt sicher nicht irgendwo unter einer scheiß Zugbrücke. Das ist eben das Ding. Nur weil sie... Die spielen alle immer noch Standard, Alter. Das ist schon eine Time Machine. Nein, jetzt lass mal schnell zu. Hä, aber ich spiele doch auch Standard. Nein, Nein, wir nein. haben wir Standard gespielt, du Pfosten. Ich habe dir schon etwa 30'000 Mal gesagt, dass wir Drop-Cis spielen. Okay. Go on. Wo du mir nämlich gesagt hast, dass Comeback Kid auch Drop-Cis spielt oder irgendwie 1-2 Songs in Drop-Cis sind, habe ich gesagt, ja, voll mir auch, das ist das beste Tuning. Und du so, cool. Und dann, Ja. anyway, Drop-Cis bestes Tuning. es ist nämlich so, es ist ein bisschen heavy, aber immer noch normal. Ja, auf jeden Fall. Also in Polen hat es gar nicht so eine grosse Underground-Szene. Mhm. Das hat er nicht Haben wir gedacht. herausgefunden, es gibt nicht so viele Local Bands dort. Krass. Nicht so wie bei uns in der Schweiz. Weil einfach die Leute es nicht mehr hören. Also noch weniger wie bei uns. Oder vielleicht wie bei uns halt einfach jeder hinterlässt Mongo sich Instrument leisten kann und sich und eine Band gründen kann. Und in Polen vielleicht haben sie einfach ein bisschen wenig Geld. Aber was macht sie denn Rap? Ich habe keine Ahnung, was sie machen. Ist keine... Nichts. Sie Gegen gehen- Ausländer hate. Brudi, nein, Polen ist weißt ja du- ultra rechts. Wirklich? Nein, wir haben Ja. nachher herausgefunden, was sie machen. Wir haben herausgefunden, was sie machen. Vierlab und ich haben im Bus am nächsten Tag herausgefunden, was sie machen. Weißt du, was sie machen? Mhm. Das Ding ist, die haben heisse Frauen dort. Das Ja. heisst, die müssen nicht einfach das Gefühl haben, sie müssen jetzt eine Band gründen, weil sie keine Chicks hat, zum Chicks holen. Die gehen Mhm. einfach direkt zu den Chicks. Okay, Cut the Middleman. Ja, ist gut. Gerade du musst nicht eine Metalcore, musst nicht eine Ja. Local Metalcore Band haben zum Chicks haben. Gehst einfach direkt zu den Chicks, weil sie sind Okay. dort. Ja, guter Punkt. Ja. Schon unsere Theorie gewesen. Okay. Wir haben noch viel bessere Theorien gehabt auf dem Highway, wo wir 15 Stunden im Auto gekocht sind. Das glaube ich dir, ja. Eine davon involviert den Oli Kahn und den Penis vom Vorbandsänger. Okay. Okay.
Speaking of Penis vom Vorbandsänger. Ist das die Vorband, die Arschlöcher waren? Nein. Keine Arschlöcher gewesen, jetzt beruhigst du dich mal da hin. Du hast das mir geschrieben? Nein, ich habe nur geschrieben, sie sind nicht... Ich habe geschrieben, sie sind Arschlöcher gewesen. Du hast geschrieben, sie sind absolute Hurensöhne. Nein. Doch. Ich habe geschrieben... Vielleicht behind closed doors. Dickheads. Du verstehst es eh nicht, ich kann es ja sagen. Was ist der Unterschied zwischen Arschlöcher und Dickheads? Ja, Dickhead ist einfach so... Sturkopf? Dickhead ist einfach so... Nein, Dickhead ist einfach das gleiche wie Arschloch, aber nicht so böse. Dickhead ist Peniskopf, Alter. Ja, aber in der Schweiz, in unserem Umgang. Gehen Sie jetzt raussuchen, Alter. Ja, Hey, wirklich, was... Ihr zwei kommen jetzt einfach mal Mikrofonverbot über für die nächsten 2-3 Minuten. So, also. Nein, komm, darfst du es wieder haben. Da. Auf jeden Fall, dann hat die erste Vormann angefangen. Du bist Republican, ich bin Democrat. ich bin nicht Republican. Das Mikrofon gerade wieder weg, ja. Auf jeden Fall die erste Band, Miasis hat dann gespielt und die haben einen richtig stabilen Metalcore gemacht. Aber der Sänger ist so, der ist die ganze Zeit... Wir sind dort Wie heißt die? Miasis. Wie? Miasis. My Aces? Bitch, ich habe mit ihnen gespielt, ich weiss, wie man ihren Namen ausspricht. Miasis. Sie heißen Miasis. Das sind Polen. Spanisch Es ist nicht alles Englisch, Bruder. Sie heißen wie die Krankheit. Sie heißen wie der Madenbefall. Ich kenne die Krankheit nicht. Wie der Madenbefall. Ja, wenn du etwas Gutes willst sehen, Google Miasis. Weil du findest nichts über die Band, du findest nur andere Sachen. Das ist so, wenn du eine offene Wunde hast und so Maden drin sich bildet und Würmer so anfangen drin leben und so Zeugs. Das ist wirklich grusig. Auf jeden Fall, Lecker. der Sänger von denen war so ein riesen Bär, so 1,90 hoch, so ein hoher Kasten. Also er ist aus der Bar rausgelaufen und das Erste, was der Domi einfach sagt, ist so Alpha-Mail. What the fuck, Alter? Und wir also... Ich gehe so schnell. Ich gehe so heim, Jungs. Offensichtlich nicht interessiert, was ich da erzähle. Doch, auf jeden Fall, Miasis, ja. er ist nachher rausgelaufen und das Erste, was der Domi sagt, ist so Alpha-Mail. Und wir also, ja, definitiv. Ohne dass wir, wenn der jetzt würde sagen, wir machen das, würde alle sagen, ja, ist gut, das ist ein richtiger Bär. Mit dem Tank, aber der hat die ganze Zeit so, er hat aber so eine Stimme gehabt. Ja. Und er hat mir gesagt, er findet es immer komisch, wenn er seine Stimme hört, weil er das Gefühl hat, sie tönt nicht so krass. Und ich so, Bro, du redest literally wie ein Gorilla. Mhm. Und dann hat er sich oben ohne gespielt und der Butch und ich sind extra einfach so das Gefühl gehabt, Alter, das ist insane. Die Band ist so gut gewesen, also wirklich so brutal gut, dass ich habe Angst gehabt, wirklich, weil er hat so einen richtigen... Kann man kurz sagen, aber Hurensöhne hat er geschrieben. Ja, Hurensohn, ja. Aber Hurensöhne. Das ist Aber genau das, was Hurensohn. ich gesagt habe. Du hast gesagt, nein. Jetzt legt das Handy weg. Da. Corporate-handed. Ich habe es gehört mit euch, ich habe es gehabt mit euch auf der Tele. Wir haben Quittigen. So, So, hat man es erklärt. Sind auch We got Hurensohn receipts, boy. Sie haben einfach Gage wollen und sich dann verpisst. Aha. Auf jeden Fall, dann hat... Wo bin ich jetzt gewesen? Super, jetzt weiss ich es nicht mehr. Leg dein Handy weg, Kollege Essig. Nein, ich muss jetzt schauen, warum sie Hurensöne sind. Das habe ich nicht geschrieben. Also leg dein... Brütsch, Alter, leg dein Handy weg. Warte doch jetzt. Nein, ich wollte mal meine Story weiter erzählen, aber wenn du jetzt mit einem anderen Dreischiss kommst... Ich lasse dir zu. Du hörst mir einen Scheiß. Miasis Google. Du hörst mir schon zu, du kommst nachher wieder mit etwas anderem, wo ich noch dazu komme. Das war ja am zweiten Abend. Also erzähl weiter. Ja, ich kann ja nicht, weil ihr die ganze Zeit Dreischiss schiessen. Für uns geht, dass wir ihn eingeladen haben. Oh ja, ja. Also Persönlich finde ich, halte ich das jetzt für eine schlechte Entscheidung. Sie Aber Gage bekommen, sind gegangen. Nein, das ist am zweiten Abend, wir sind noch nicht dort. Aha, ich habe gemeint, das hast du gerade gesagt. Ja, weil der Mike wieder reingeschissen hat. Die anderen sind Hurensöhne gewesen. Ja. Okay. Und die haben Mienus geheißen, oder? Nein. Okay. Hey, ich soll den Podcast nochmal neu Gib ihm, aufnehmen. gib ihm. Es ist einfach wirklich, es macht mich wirklich ein bisschen Nein, hässlich. wir im haben schon Fall. eine goldene Stunde im Fall. Ja, eben, und es schießt mich einfach gerade wirklich an, weil ich wollte die Story eigentlich erzählen Klar, und ich finde, es ist eine coole Story, das ganze Polen-Zeug. Und es schießt mich langsam an, dass wir nie nicht hinkommen. Doch, darf ich erzählen? Das ist gut, ich nehme zuerst noch einen Schluck Bier. Okay. Also alkoholfreies Bier. Auf jeden Fall sind wir jetzt gewesen. Halb nach dem Jahr sind Sänger. Ja. Genau. Das ist wirklich so völlig, wir hatten so eine Barricade gehabt, so eine improvisierte. So einfach so ein Absperrgitter. Ist auch vor der Bühne gestanden. Obwohl es so wenig Platz gab. Ja, das hat nicht so viel Platz weggenommen. Das ist auch so ein Absperrgitter, das ist etwa so breit. Ja.
Er ist einfach da gestanden. Und ich hab mich nicht sicher gefühlt, obwohl er zwischen mir und ihm ist noch das Absperrgitter gestanden. Aber er war so into it gewesen, Alter. Er ist wirklich so into it gewesen. Und dann kommt einfach so die Lexi zu mir so, boah, hast du seinen Schwanz gesehen? Ich so, was? Hä? Er hat so eine Sporthose angehabt. Seine Nagini ist so gross gewesen. Seine Nagini? Ja, das ist noch lustig, das wird noch lustig, glaubst du. Seine Nagini ist so gross gewesen, Alter. Die hast du einfach so durch, Bruder, du hast durch die Hose gesehen, dass das Teil nur klein ist. Hast du schlussendlich von ihm Angst gehabt, von seiner Nagini? Dann, in dem Moment von beidem. Okay. Weil er ist wirklich so, drin gewesen. Ich habe wirklich das Gefühl gehabt, er langt jetzt dann über die Bühne und rupft mir einfach so den Kopf ab. Es ist so gross, er hat mit Voldemort geredet, Alter. Ja, weißt du wieso? Weil irgendwann, so im zweitletzten Song, der Dude hockt einfach am Boden wie der Gollum, so Slav Squad, in seiner viel zu kurzen Sporthose, oben ohne, schaut er so um, so wie so ein Psycho, und fängt einfach an so, Harry Potter! Und wir so, alle instant, Harry Potter! Und wir also, the fuck is going on? Und er so, Harry Potter! Und wir einfach so, er ist wirklich wie so ein Psychopath am Boden gehockt. Und hat Harry Potter gesagt? Und dann Harry Potter ins Mikrofon geschrien. Und dann einfach so, Harry Potter is dead! Und dann einfach der Breakdown des Jahrhunderts, Alter. Und wir sind bis jetzt nicht sicher, ob das... Ich habe ihm dann noch mein Tattoo gezeigt und er so... Und dann wir so... Okay. Ja, aus dem Nichts. Einfach das. Und dann, weil wir haben ja auch nicht ihre Ansagen verstanden, weil die sind alle polnisch gewesen. Und dann gewusst, ob der Song um Harry Potter geht. Auf jeden Fall aus dem Nichts kommt er auch wieder Harry Potter! Vielleicht hat es etwas anderes auf Polnisch, ja. Und dann hat es den Breakdown des Jahrhunderts gegeben und wir sind einfach so da gestanden so, ja shit, Alter, wenn die zweite Band jetzt auch so abreißt, dann können wir heimgehen. Vielleicht ist aber hat es Zuschauer gehabt? Ja, so 10. Ja, nicht schlecht, ja. Ja, eben, durch das, wir haben herausgefunden, dass polnische Bands bräuchten Extreme Media Mayhem und eine Szene. Ja. Da ist nichts los gewesen. Wo haben die Bands eigentlich kennt? Der Club hat sie uns empfohlen, glaube ich. Ah. Also eigentlich haben wir BHP wollen haben, aber die haben dann nicht können. Ah, die ist schon mal Ja, das wäre geil gewesen. Die Nu Metal Band aus Polen, die wären so sick gewesen. Aber die haben dann nicht können. Und dann haben wir eben Miasis gehabt in Wrocław und dann und dann Alpha Zero. Die haben zweimal mit uns gespielt, die haben Schlagzeug gespielt, das war eine richtig geile Scheibe gewesen. Der Sascha hat gesagt, weißt du, wenn du den Gitarrist von ihnen anschaust, niemals wirst du dem dein Kind geben, dass er darauf aufpasst. Aber es ist der liebste Scheibe ever. Also ein hoher grosser gewesen, so ein Kasten. Aber die auch vom Club kennen, also beide Bands vom Club kennen. Ich weiss nicht, ich kann sie nicht buchen. Ich kann es dir nicht sagen, du müsstest Fearlab schreiben. Aber ich glaube, er hat im Club angefragt, ob sie Bands kennen und sie haben das gemacht. Auf jeden Fall, dann hat Alpha Zero gespielt, wo auch einfach der böseste Abriss war. Es war ein bisschen weird, weil amigs haben sie einfach so Passagen gehabt, wo der Sänger 7 Minuten nichts gemacht hat im Song. Da ist einfach der gestanden wie so eine Kerze im Licht. Im Wind. Und hat, aber auch dort, wir sind alle da gestanden, Fearlab und wir so, also wir können heimgehen. Das bringt nichts mehr. Wir können heimgehen. Die haben wirklich einfach abgerupft. Also wirklich, Alpha Zero und Miasis sind wirklich geile Bands. Das ist von den Videos geschickt, das sind schon Ärzte. Ja. Es ist brutal gewesen, richtig tight, richtig also wirklich professionell des Todes, Alter. Und dann sind wir hure Hampelmänner gekommen. Das ist wirklich sehr lustig. Sie haben Fearlab gespielt und dann Miasis Band so gefühlt, die sind einfach voll am Blöd mit uns. Das war saumässig witzig gewesen, weil du hast einfach so einen riesen Kastensänger gesehen, der vorher so der most evil Motherfucker war, einfach so mit einem riesen Grinsen so eine Party machen. Das war auch geil gewesen. Und ja, das Konzert selber sind dann halt so 2 Konzerte gewesen, so, wo wir gespielt haben. Also wir haben dann auch gespielt und es war sehr lustig gewesen. Die Lexi kommt nach dem Auftritt zu uns so, hey, endlich mal, das war das beste Konzert von euch. Und ich so, hey, also wir haben sicher so bessere Konzerte gespielt. Und sie so, nein, weil jetzt haben es endlich einmal alle so richtig gefühlt. Dann kommt so der Roman, der Schlagzeuger von Fearlab zu uns. So, ich habe gar nicht gewusst, dass der Domi kann aufs Schlagzeug hauen kann. Und ich so, hä? The fuck? Und dann sagst du so, Jungs, ich fand es richtig geil von der Angry Butch ist geil. Und ich so, was ist Angry Butch? So, ja, er hat einfach ins Mikrofon reingeschrien. Und dann habe ich realisiert, dass der Timo ist immer so ein bisschen verhalten auf der Bühne. Aber wahrscheinlich, weil er 2-3 Bier gehabt hat und ihn in Polen niemand kennt. Ich habe nämlich angefangen Videos zu schauen von diesem Konzert und der Sieg hat sich bewegt, Alter. Er hat keinen Fick gegeben, ob er richtig spielt oder nicht. Und sonst ist er immer so ein bisschen wenn er
ein falscher Ton spielt, ist er sicher ein bisschen dran aufhängen. Aber hat er seine geilen Hosen angehabt? Ja, er hat sicher seine geile Hose angehabt. Er hat sein Stage-Outfit angehabt. Darum Der Lucky Pants. alle am Reinglitzern gewesen. Das war saugeil gewesen. Und dann sind wir dort gehockt und haben noch 2-3 Bier gesoffen und dann sind wir ins Hotel. Und dann war es sehr gut gewesen, weil der Butch, ich bin duschen, bin rausgekommen und dann kommt der Butch auch raus zu mir. Musst mal schauen, wie der Timo Glasflaschen aufmacht. Und ich so, hä, what the fuck? Wieso macht er? Es hat so 6 Glasflaschen gehabt mit so 3 Verschlüssen, oder? Und der Timo nimmt so eine Flasche, schaut mich so an und ich so, Timo, wieso hast du ein Brotmesser in der Hand? Und er so, kennst du die Videos mit dem Champagner? Und ich so, nein! Oh Gott. Oh, jeez. Hat es funktioniert? Also, ich komme immer noch nicht raus. Ist das offizielle Ziel, bei dem, dass nur der Korken rausploppt? Nein, es muss abbrechen. In dem Fall hat es perfekt funktioniert. Weil es sind 6 geköpfte Flaschen da gestanden. Vor einem Schildchen, wo steht, die Flaschen sind recycelbar, bitte rühren sie nicht weg. Lösen, drehen den Deckel und legen sie einfach wieder an, wenn ihr sie gebraucht habt. Und ich so, oh ja geil, Alter, der Timo dann so, wir gehen sogar ein Bier trinken. Und ich so, okay, dann haben sie einen Schlummi von 4 Leben angerufen, um noch in der Lobby ein Bier zu trinken. Ich und der Butch haben gesagt, wir gehen jetzt pennen, ich mag nicht mehr. Sie sind raus, ich bin im Zimmer, plötzlich macht es einfach so, Licht aus, Straße dunkel, alles dunkel. Weil sie natürlich das Kärtchen mitgenommen haben, oder? Oh no! Und dann höre ich einfach so aus der Dusche raus und der Butch so, ja, ich könnte das Licht wieder anstellen. Und ich so, ich kann es probieren, aber wahrscheinlich nicht. Du kannst jede Karte nicht tun. Nein, kannst du nicht. Danilo hat mir gesagt, man kann jede Karte nicht Es tun. kommt darauf an, bei gewissen geht das, aber in diesem Hotel hat es einen RFID-Chip drin gehabt. Ich habe mein GA probiert und ich habe meine Bankkärtchen probiert und ich habe meinen Ausweis probiert. Das hat nicht funktioniert. Also, Butch, du bist jetzt nackt und alleine im Dunkeln in der Dusche. Ich kann dir nicht helfen. Du musst es mit dir selber umgehen. Das musst du jetzt einfach selber klären. Deal with it. Weil das Problem ist, ich kann dir auch kein Handylicht reinstellen, weil du hast das WC abgeschlossen. Du bist jetzt nackt in der Dusche, kommst nicht zu der Tür. Können wir das WC nicht von außen so aufmachen? Also. Nein, das war ein Pole. Das war eine normale Zimmertür. Also, wenn ich du wäre, gut, der war auch eingeschlossen, aber ich hätte mal ein Tuch genommen. So gemacht und so, let the Hunger Games begin. Also, ja, es hat aber es ist ja eine Tür zu. Es hat eben wie gebracht. Dann wäre es fucking funny. Ja, es wäre schon funny gewesen. Also, es hat Alien vs. Predator. Stell dir vor, der Butcher so mit Shampoo in den Augen so gesehen. Das ist wirklich, also, das ist so fucking insane gewesen. Vor allem, ich komme aus der Dusche raus, wie so ein Fiebertraum. Einfach alle im Umhüpfen, der Timo und Flaschen köpfen. Völlig daneben. Und dann sind wir raus. Dann sind wir pennen. Also plötzlich steht der Schlummi bei uns im Zimmer. So. Hey, was machen Sie hier in meinem Zimmer? Wir so, kannst du dem Timo sagen, er soll sich ins Knie ficken und dir wieder die richtige Zimmerkarte geben? Weil er glaube ich, die falsche Karte gegeben oder so etwas. Und dann kann er so, nein, Sie sind jetzt bei mir im Zimmer und machen das Gleiche. Sie sind dann einfach ins Vierleibzimmer rein. So. Hey, was machen die in unserem Zimmer? Ja, es ist irgendwie so okay, ist gut. Dann sind wir pennen, aufgestanden und dann alle so, hey, haben die den Feueralarm gehört? Was für ein Feueralarm? Es ist vorher einen lauten Feueralarm los. Ich so, nein. Aber er hat wieder aufgehört, das wird schon gut sein. Ja. So, okay, ist gut. Dann sind wir zum Morgen essen. Das war gut gewesen. Und dann sind wir 15 Stunden Auto gefahren. Dann sind wir 6 Stunden Auto gefahren, Alter. Mag nicht mehr. Zu viel Auto gefahren. Dann sind wir in 6 oder 5? Sind dann wieder aufs Autobahnraststätten-Hotel gegangen? Nein, dann sind wir in Warschau gewesen. Wir haben ja 2 Songs gespielt. Ja, stimmt. Dann sind wir auf Warschau. Was funny ist, Alter, fucking Alpha Zero kommt von Warschau. Die sind 4 Stunden von Warschau auf Breslau gefahren, also auf Wroclaw, um dort zu spielen. Und dann sind sie wieder heimgefahren, weil der eine von ihnen müssen arbeiten am nächsten Morgen. Oh. Und dann sind sie sind schon da gewesen. Und dann schreibt mir der Umi so, der Metallica war geil gewesen gestern, wo spielen wir heute Abend? Der Umi der hat ja einen riesen Trip gemacht aus ganz Europa, also Festivals geschaut und so. Er ist ja immer noch dran. Er ist immer noch dran, genau. Er ist mal kurz daheim in der Zwischenzeit. Das Wochenende war er daheim. Ja. Ist er, das Interrail hat er, glaube ich. Ja, genau. Dann ist er am Freitag Metallica schauen in Warschau, weil Metallica hat in Warschau gespielt, am Freitag und am Sonntag. Haben wir gedacht, vielleicht kommen noch ein paar Leute. Ja, die werden noch Metallica und schauen. Falls du Umi nicht kennst, das ist Folge Nummer 41. Jawohl. Das ist geil. Und dann eben, dann wir so, ja, dort. Und er so, nein, ist mir zu heiß, ich kann jetzt noch nicht raus. Weil in Warschau ist einfach so
über 30 Grad gewesen, Alter. Dann hast du Architects angeschrieben, ob sie zu euch kommen, eure Show schauen, weil sie einen Day off hatten. Ja, ich habe herausgefunden, sie haben gar keinen Day off gehabt. Metallica spielt immer 2 Shows, eine am Freitag und eine am Sonntag. Und in der ersten Show ist immer Architects und Mammoth Van Halen Vorband. Und wer? Der Hayden. Van Halen Sohn. Ja. Und in der zweiten Show ist es Ice Nine Kills und keine Ahnung. Einfach auch komische Vorbands für Metallica. Ja, aber Metallica ist halt wie so, wir können Bands, wo wir was vorband halt selber auswählen und es ist scheißegal, weil die Leute sind dort. Ja, das stimmt. Der Umi hat auch gesagt, du hast schon gemerkt, dass eine Metallica-Crowd ist hard to please für nicht Metallica. Ja. Yeah. Und ja, dann sind wir in so ein Restaurant, weil wir unbedingt etwas haben wir zum Mittagessen und das Einzige, was es in der Nähe ist, ein italienisches Restaurant gewesen. Was isst man in Polen so traditionell? Ja, so etwa ähnlich wie in Tschechien. Viel Fleisch. Knödel und so ein Scheiß. Ja. Viel Fleisch und Pierogi. Pierogi sind so Wonton einfach in Polnisch. Das war geil gewesen. Vor allem auch die Veggie, also es gibt ja keine Veggie-Sachen dort, es gibt nur Gemüsesachen. Auch die Gemüse-Pierogi sind in Speckwürfel und Fett gedrängt gewesen. Das ist der Sascha und Lexi, die Vegetarier waren, sind einfach so das Gefühl gehabt, ja gut, wir müssen jetzt da durch. Und der Sascha hat dann einfach alle Pierogi gegessen im Hotelzimmer noch. Am Schluss. Betrunken? Nein, glaube nicht. Wir haben ja am nächsten Tag alle heimfahren, darum haben wir in Warschau nicht gesoffen. Ja. Jetzt Stuffed Cabbage. Nein. Du mit dem Stuffed Cabbage, Alter. Der ungarische Stuffed Cabbage, Alter. Wir sind in Polen, nicht nur Ungarn. Ja, es hat nichts gegeben. Das Problem ist, wir haben ja nicht polnisches Essen weil die einzigen Orte, wo wir Essen bekommen haben, war das Hotel und Autobahnraststätten. Also, ja, fair. Und dort hat es nichts Gescheites gegeben. Ein Hotdog, das Bild, Alter. Das hat so einen Cockring und so Ketchup, Alter. Ja. Wie hat der geheißen? So ein komischer mit Big irgendetwas. Du hast noch gefragt, du hast das Big schon Dog, geschrieben. oder? Hast du nicht den Big Dog genommen? Stimmt. Ja, der Big Dog. Das war, glaube ich, noch in Deutschland. Okay. Bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall ist das fucking sexy. Sorry, dass ich vorher so hässlich wurde. Bin ich auf euch zwei. Alles gut. Das interessiert mich nicht. Okay. Also es interessiert nicht, dass ich hässlich geworden bin, und es interessiert mich nicht, dass ich mich entschuldigt habe. Ich habe nur gedacht, es ist schon nervig, ich habe vielleicht ein bisschen überreagiert. Aber ist gut, jetzt kommen wir endlich mal weiter in die Story. Es ist lustig, es ist Poking the Bear, weißt du? Ja, ich weiss. Ich kenne das eben. Und ich habe herausgefunden, wenn ich es nicht unterbinde, dann kommt es nicht gut. Darum, dann haben wir so, das kann meine Band eben auch recht gut. Darum, und dann haben wir dort in Warschau mit einem Voodoo-Club gekommen. Voodoo Club? Der hat Voodoo Club geheißen. Und dann bin ich dort an und dann habe ich mein Zeug aufgestellt und haben wir noch so gedacht, wenn da rein ein Funken fliegt, sind wir tot. Wieso? Ja, weil Brandschutzbestimmungen dort wahrscheinlich nicht existieren. Ist nicht in Polen sogar bei einem Escape Room so ein paar Leute verbrannt, weil sie einfach wirklich eingeschlossen waren? Das ist gut möglich. Das würde mich nicht wundern. Das war wirklich in Polen und in der Schweiz, so in anderen Ländern, der Escape Room kommst du ja immer raus. Du bist ja nie richtig eingesperrt. Das war ein richtiger Escape Room. Und das ist einfach so, sind einfach im Escape Room verbrannt, weil sie halt einfach wirklich eingeschlossen waren und die Besitzer, die die Game Master sind einfach abgehauen, weil sie anfangen zu brennen. Ja, logisch. Sie haben sich das Roleplay recht ernst genommen, so muss ich sagen. Vor allem, es gibt ja einen Film, es gibt ja den Film Escape Room und dort verbrennen. Das ist wirklich, sind wirklich immer ein Feuerraum. Meinst du, der Film Escape Room ist auf einer wahren Gegebenheit von so einem polnischen Escape Room? Ja. Von wo sind fucking Escape Rooms rausgekommen? Also plötzlich jetzt gegeben und vorher habe ich nicht davon gehört. Ich gefragt, ChatGPT. Hey, ChatGPT. Anyway. Ja, ich weiss gar nicht, wo wir sind. Aber es hat einen Funken und dann hat die Voodoo Club gebrannt. Aber dort haben wir auch Soundcheck gemacht und ich habe dort meine In-Ears rein da, und zwar aber In-Ears habe ich nur als Gehörschutz gebraucht, weil hätte ich die In-Ears so laut gemacht, dass ich die Musik und alles auf dem In-Ear gehört hätte und nicht von außen, hätte ich jetzt einen Gehörschaden. Bro, die In-Ears ist so laut gewesen, das glaubst du gar nicht. Hat eigentlich Shrek alles wieder normal funktioniert? Ja, der Team hat 2,5 Stunden getestet und gesagt, er hat nichts gefunden, wo dort... Krass. Nichts schon im Rack sein. Es hat einfach an dem Tag das Gefühl gehabt, Hocus Pocus, Motherfucker. Ja. The Ghost of Audiotechnik. Ja, eben. Und dann sind wir dort Flash Call gespielt. Die haben wirklich gut gespielt, aber die haben nichts mit uns geredet. Ja. Und der Sascha dann so, am Schluss vom Abend gesagt, es war kein Wichser gewesen, Alter. Die gar schon, weil er sich verpisst. Also nicht mal Hoi oder so?
Ja, nicht wirklich gross, nein. Einer von den Gitarristen hat mich nachher über mein In-Ear gefragt. No. Weil er das Gefühl hat, das hätte ich gut gehabt bei mir. Okay. Ja, ja. Und dann ist eben der Umi, ist nach dem Fußball, hat den Fußballmatch geschaut, der Roman und ich haben das Penalty-Schiessen geschaut und Lexi so, hey, scheiß Fußball interessiert mich nicht. Lexi steht hinter uns, schaut, fängt an Penalty-Schiessen zu schauen. Wieso bin ich jetzt auch nervös? Das ist eben das Problem, was so Sport so macht, wenn du schaust. Da bist du trotzdem am Mithypen, wenn du es halt nicht fühlst. Sonst. Und ja, dort haben wir es wirklich mehr gemütlich. Jetzt sind wir einfach draussen gehockt, sehr viel alkoholfreie Bier getrunken, weil wir gewusst haben, dass wir am nächsten Tag vom 7. Uhr ab losfahren. Und dann die Show ist eigentlich 10:30 fertig gewesen. Mhm. Und der hat Alpha Zero auch gespielt, hat auch brutal abgerissen. Und das Gute ist, wenn du schauen willst, wie das ausgesehen hat, du findest die Show auf YouTube, weil irgend so ein Pol mit seinem Handy da gestanden ist und einfach das Ganze gefilmt hat. Das ist dann hure gut. Es ist wirklich recht gute Qualität. Vielleicht hat er so das Mini-Mikrofon von Shure gehabt, wo du das Handy kannst haben. Nein, es war nur das Handy. Ich habe gesehen. Also ich habe ihn gesehen, den Dude. Sind mehr Leute gekommen bei Alpha Zero? Ja, das sind am Schluss 20 gewesen. Die Eltern vom Alpha Zero Dude sind da gewesen. Yeah. Die haben es mega cool gefunden. Dann haben wir angefangen, die haben dann Merch von uns und wir haben dann ihnen so geben und sie so, nein, wir geben euch trotzdem Geld. Und fand so, Alter, in Wroclaw vorher haben wir noch Gage bekommen. 30 Slotti. 30 Slotti. Für alle, die nicht wissen, wie viel das ist. Ich habe es auf 7 Stutz geschätzt und Sascha hat gesagt, das ist etwa korrekt. Noch nie so viel Gage bekommen. Nie so viel Gage bekommen. Die haben dann einfach auch Alpha Zero gegeben und gesagt haben, fuck it, Alter, ist gleich. Also das brauchen wir jetzt echt nicht. Und dann haben wir dort die beste Show von unserem Leben gespielt. Das war wirklich sau lustig. Wir haben absolut keinen Fick gegeben. So muss es aussehen. Also man muss wieder mehr anfangen, keinen Fick geben. Also wir haben der Butch ist am Anfang von der Tour zu mir das Gefühl gehabt, Bro, wir geben jetzt keinen Fick, wir gehen einfach 3. Und ich so, ja, voll. Und dann in Basel sind wir reingegangen und nach einem Song haben wir nicht mehr mögen. Dann haben wir das Gefühl, wir pacen das jetzt ein bisschen. Und dann ist es irgendwann so wie dass einfach irgendwelche Leute anfangen, Liegestütze zu machen in der Crowd bei uns. Und dann hat er mir kurz ausgehängt und ich habe die nächste Ansage als Arnold Schwarzenegger gemacht. Sehr gut. Ich so, no, this was great. This next song is an old song. It's really great. It's gonna start quiet and it's gonna be a ballad and it's great and everything. No, kick it. Und dann haben alle Polen mich so richtig verstört angeschaut. Die haben einfach keine Ahnung, was abgeht. Wahrscheinlich niemand Arnold Schwarzenegger im Originalsprache gehört hat. Wahrscheinlich, ja. Und generell Ansagen in Polen laufen aber der Harry Potter is dead ist dann so völlig legitim. Der Harry Potter. Der Piotr. Harry Piotr. Ja, keine Ahnung, das ist völlig legitim. Das war ja im Song rein. Ich glaube, sie sind einfach verwirrt gewesen. Wir haben Eversis ist ja nicht bekannt dafür, dass wir unsere Fresse haben zwischen den Songs. Also ich vor allem. Ja. Vielleicht könnte der polnische Dubbing einfach komplett anders beim Arnold Schwarzenegger. Weißt du wieso? Ein polnisches Dubbing ist ein Dude, der den ganzen Film synchronisiert. Das bin ich ein Wunder, ja. Es läuft der Vater von der Familie so, schnell. Also, hat das der Schlummi erklärt, also, er ist von Polen. Ja. Also er hat polnische Wurzeln, darum haben wir auch den gespielt. Weißt du, wer auch polnische Wurzeln hat? Hast du jetzt wieder polnische Pussy sagen? Ich? Das erklärt einiges. Ja. Du? Ja, meine Großmutter ist von der Grenze zwischen Russland und Polen. Wo genau, wissen wir nicht. Also hast du Grenzwurzeln, nicht Polen? Irgendwo Kaliningrad irgendwo. Okay. Ja. Sick. Voll. Geil. Nice. Aber Sprache kann ich nicht. Ja, ich kann kein Italienisch, Alter. Ja. Mike kann kein Deutsch von dem her. Ja. Nix. Bist du eigentlich ein Österreicher? Nein. Lehner ist doch so ein Österreicher-Name. Keine Ahnung. Ist der Lehner für nicht aus Österreich? Nein. Darf ich deinen Nachnamen überhaupt sagen? Ja. Sonst müssen wir es rauspiepen. Das ist mir egal. Okay. Ich glaube, ich habe es im Spotify hinterlegt. Das ist scheißegal. Was ist die Folge Nummer 11? Ja, fair. Auf jeden Fall. Da sind wir jetzt wieder hängen. Aber siehst du, jetzt mir schon wieder Scheissdreck. Jetzt kacke ich mich schon wieder an, wie ich die Story weiter. Harry Potter. Nein, Harry Potter ist ein Abend vorher nicht gewesen. Und kommt dann, ist ein recurring Guest gewesen. Harry Potter is dead. Ist ein recurring Guest gewesen bei uns, weil jedes Mal, wenn die Lexi wieder in den Raum reingelaufen ist, immer sagt, Harry Potter is dead! Alle schauen uns an, what the fuck. Die Eltern vom Dude sind da gewesen. Und dann haben wir mit denen Fotos gemacht und alles, das war cool gewesen. Der Umi ist einfach auch random auftaucht an die Show, hat eine Show geschaut, eine Story gemacht, die hure lustig ausgesehen hat. So. Also das Ding liegt, eben, Soundgeil sind alles hure geil gewesen in Polen. Aber ja, es ist am Schluss sind, glaube ich, dort knapp 30 Leute gewesen. Mhm. Krass. Aber jetzt wollte ich unbedingt einen Breakdown mit Harry Potter is Dead schreiben. Fix, Alter. Machst mal.
Und ja. Das erinnert mich so an What the fuck is up, Dennis. Ja, etwas so, Alter. Es ist genau etwas so gewesen, der richtig, Alter. Und ja, Flashcode gespielt, wie sie dort Sascha genannt hat. Polar-Shift aus Polen. Polar-Shift. Stimmt, du hast das Video von denen geschickt. Die haben mega ähnlich Sound gehabt. Ja. Sie haben so ein Lichtchen auf der Bühne. Sie haben eigentlich ihr eigenes Bühnenlicht gehabt, was die Lexi geil gefunden hat. Sie hat es ironisch gefunden, dass die Band hat eine Fotografin dabei gehabt. Aber dann im Lichttechniker gesagt, mach kein Licht, wir machen Licht, und selber so Licht aufgestellt, dass die Fotografin gar keine gescheite Fotos machen kann. Aha, ja. Das für zu dunkel war immer. Die hat die ganze Zeit so eine Fresse gezogen. Die Freundinnen von diesen Dudes, die dort waren, die haben die ganze Zeit so einen Stein gezogen. Also generell, die Frauen in Polen haben die ganze Zeit keine Lust auf nichts. Also alle, die dort waren, haben irgendwie so eine hohe Schnurre gezogen. Und dann kommt irgendwie so die Lexi zu mir und sagt, hey, die sind alle so hässig immer. Die sind alle wunderhübsch, aber so hässig immer. Schau jetzt, was ist mit euch? So, ich wollte jetzt fast so den Sexgrüsel haben. Also, hör mal, Püppchen, mit einem Lächeln wird das besser aussehen hier. Ne? So, ja, genau. Und dann, aber meine Leistung vom Tag war, dass sie, die Fotografin, die ganze Zeit so einen Stein gezogen hat, bei uns zwar immer noch die gleiche Mimik hat, aber mitgeschickt hat mit den Hüften. Das sind vielleicht einfach gar nicht hässlich, vielleicht ist das halt einfach ihre... Ist, glaube ich, einfach ein regulärer Gesichtsausdruck. Ja. Aber sie hat bei allen anderen hat sie sich nicht bewegt. Darum, bei uns hat sie sich ein bisschen bewegt. Dann ist es Regular Face, das ist Resting Bitch Face. Resting Polish Face. Ja. Und dann, das ist lustig, das habe ich gut gefunden. Und dann sind wir dort... das war nicht so spektakulär gewesen. Dann sind wir gegangen. Dann sind wir ins Hotel. Im Hotel hätten wir schier kein Zimmer mehr bekommen, weil das ganze Hotel mit Metallica ausgebucht ist. Und wir sind um 2 Tage gewesen. Wir haben vor 3 Monaten reserviert. Und dann haben sie irgendeinen anderen Dude müssen holen. Dann ist so ein Verschlafener in einem Anzug rauszulaufen gekommen. Das Hotel hat von außen hure modern ausgesehen. Mega schön, Neubau alles. Und dann haben wir gemerkt, das ist kein Neubau, das ist eine neue Fassade. Weil innen drin hast du immer noch so 60er-Jahre-Türen gehabt und alles. Ja, aber schöne Fassade. Ja, schöne Fassade hat es gehabt. Und dann sind wir dort im Hotel am Pennen und am Morgen um 7 Uhr alle komplett am Arsch in der Lobby gestanden. So. Jetzt geht's heim. Dann sind wir ins Auto eingestiegen. 10:30 sind wir zu Winter gewesen. Und dann haben wir, ich habe mit 4 Leuten mitfahren. Sind die einmal durchgefahren? Nein, sonst wären wir um 7 Uhr dort gewesen. Ja. Und dann, ich habe mit 4 Leuten mitfahren im Bus, im Grossen, weil die Lexi in die Ferien gegangen ist nachher und unbedingt heim musste. Und alle das Gefühl hatten, ja, wenn der Bella nicht mehr heimkommt, dann kann jetzt Winter pennen. Und ich so, ja, fair. Und dann sind die los. Dann haben wir uns noch getroffen an so einer Raststätte, haben so zum Morgen gegessen, so richtig hässliche Sandwiches und alles. So wirklich grusig. Das ist der, wo der Big Dog geschickt hast. Nein, das ist später. Das ist ein hässliches Sandwich. Ich habe eine Fotogeschichte von einem grusigen Sandwich, was so ein Pizzabrot war oder so. Ja, ich weiss, so hässlich gewesen, Alter. Weil das Ding ist, an dieser Tankstelle, an dieser Raststätte, ist einfach so Tanke gewesen und hinten dran McDonalds. Und ich so, gehen wir in McDonalds, da gibt es guten Kaffee. Und alle so, nein, ich habe nicht schon den Bock auf McDonalds. McDonalds ist so scheiße, McDonalds ist kacke. Bro, das andere ist Tankstelle. Aber konsistent. Das ist eben das. Ich gehe lieber in einen McDonalds, weil dort weiss ich, was ich bekomme einigermaßen. Pommes gehen immer. Ja. Es hat so einen Standard. Auch wenn es nicht per se gutes Essen ist, aber es hat so einen Standard. Wenn du in so einer scheiß Tankstelle laufst, hast du keine Ahnung, was du bekommst. Sind auch vegan? Sind es vegan? Mac schon, ja. Okay. Gibt es Fries, die nicht vegan sind? Ja, so holländische und belgische Fries sind nie vegan, die sind nicht mal vegetarisch, weil sie in Schweinefett frittiert werden. Also zum Beispiel am Greenfield an den Festivals, die Dutch Fries sind nicht mal vegetarisch. Krass. Werden immer in Schweinefett. Du hast jetzt wahrscheinlich 2, 3 Vegetarier, die den Podcast hören und sagen, oh fuck. Ja, aber ganz viel Käse ist ja auch nicht vegetarisch zum Beispiel. Das stimmt auch wieder, ja. Parmesan zum Beispiel. Käse nicht vegetarisch? Parmesan zum Beispiel nicht, nein. Hat Lab drin. Das kommt aus dem Kalbermagen. Was ist Lab? Das brauchst du, glaube ich, dass sich das Fett trennt. Irgendwie. Das ja, bei das der ist Käseherstellung. Das kommt aus dem Dingsmagen, aus dem Magen von Kälber. Ja, nicht gewiss. Ich habe gemeint, ja, in dem Fall. Aber es gibt auch zum Grana Padano, weil es meistens synthetisches Lab, also nicht das echte. Aber es steht drauf immer. Okay. Ob es tierisches Lab ist oder chemisches. Aber Schweizer Bergkäse ist auch mega. Wenn es 4 Lab ist. Ja, genau. Also Bergkäse ist auch das nicht. So Hartkäse ist relativ oft. Ich muss schnell pissen, weil wir eine Pause machen. Ja, ist gut. Ich muss auch schiffen. Ist gut. Kleine Pause. Ist gut. Tu mir den. Ja, also Namen vergessen. Egal. Auf jeden Fall, wir sind am Zurückfahren gewesen, gell? Im Auto. Ja. Grusig. Ja. Dann alle so, ja, wir gehen jetzt, nein, nicht in McDonalds, weil der Timo einfach
per se nicht in McDonalds will. Aber ja, die haben halt alle die Lektionen noch nicht gelernt, dass man auf deutschen Autobahnraststätten halt wirklich nichts kann vertrauen außer dem McDonalds und dem Burger King, auch wenn es scheiße ist. Sie hören einfach keinen gemischten Sack, sonst wüssten sie es. Willst du noch ein bisschen das Bier? Können wir gerade teilen, habe ich gelesen. Ja, das habe ich. Was Bier? Bier. Ja. Aber gib mir den Gläser. Wir haben 2 Bier in 3 Gläser. Okay, ja, easy. Auf jeden Fall haben wir dann... mega schöne Gläser. Das sind wirklich geile Gläser. Auf jeden Fall haben wir dann... sind wir zurückgefahren und es ist wirklich, wir haben unter anderem Sachen gemacht wie... Irgendwann am Nachmittag haben wir angefangen ein Spiel zu spielen und das Spiel war eines von meinen Lieblingsspielen, wenn wir am Greenfield besoffen sind, einfach mal das Line-Up durchgehen und bei jeder Band ein Wort mit Gay ersetzen. Ja, ich weiss, es ist nicht lustig, man macht sich nicht darüber lustig, aber wenn du 7 Stunden in einem Bus hockst mit 6 Schnäuz, dann ist das einfach lustig, weil es ist ja auch nichts Böses dahinter. Auf jeden Fall haben wir dann einfach angefangen, alle Bands, die wir irgendwie kennen, die mehrere Wörter im Namen haben, wie zum Beispiel A Gay to Remember. Oder Save Your Last Gay. Ja, das ist gut. Oder Evergay. Oder eben so Sachen wie Bring Me the Gay. Wir haben dann, das Problem ist dann, wenn du mit so Sachen kommst wie welche Band hat es schon wieder so wie so gewisse Sachen ist dann so kritisch geworden, wenn du so auf die Idee gekommen bist wie Gay Fetus? Oh Gott. Ja, oder halt Dying Gay. Ja, gut. Und oder anstatt, es gibt ja die Band Kill the Lights, wenn du dann einfach mit Kill the Gay kommst. Ja. So, Ja, das voll. ist, ich sehe nicht, wie das Five Finger Death Gay. Der Five Finger Gay Punch. Ja, das ist geil, das ist voll geil. Eben Five Finger Gay Punch haben wir, glaube ich, auch gehabt. Und das ist, also, man hat das immer wirklich... In-Gay. Was? In-Gay. Gay Flames? Gay Flames. Within Gay. Alter, der Sascha hat einen guten gehabt, der ist ein bisschen auf einer Meta-Ebene. Du kennst die Band The Plot in You. Oh ja. The Gay in You. Voll gut. Der ist so, entweder ist er effektiv in dir drin oder du hast so halt, du hast schon irgendwo lurking inside. Some 40 Gay. The Gay 41. So, also, eben, Green Gay. Ja, Green Gay ist auch sehr geil. Okay, Und das dann- Spiel kann ich lang machen. das Spiel kannst du lang machen. Und dann irgendwann nach so einer Stunde ist etwas gut gewesen. Dann haben wir wirklich so Killswitch engaged. Da muss ich mir überlegen. Und dann haben wir das wirklich, das Spiel haben wir, also ich glaube, wir 3 könnten das jetzt auch eine Stunde spielen. Ja, fix, Absolut ohne fix. Problem. Ja, safe. Also wenn noch in der nächsten, während dem Podcast noch irgendeiner einfällt, können wir einfach, der Sascha hat dann einfach plötzlich, vorne sind die anderen gekocht und der Sascha ist links von mir gekocht und dann fängt plötzlich an so zu lachen. So. Und ich so, was? Was? Und er so, Sascha, was ist los? Und links von ihm hockt so seine Frau. Und so, Sascha, was ist los? Und er so, also der ist jetzt vielleicht einfach stumpf, aber Casey DC! Casey DC. Und dann hat er uns wieder 5 Minuten verballert vor Lachen, Alter. Einfach wirklich so. Also, Aber weißt, es ist so stumpf. Aber in so Momenten sind alle müde und kaputt. Mhm. Da Aber es findest ist- du alles noch viel lustiger. Ja, aber ja, es ist voll. wirklich, sorry, das Game, es ist, Das ist schon lustig gespielt. also eben, ich bin mir ziemlich sicher, dass irgendwelche Linksalternative jetzt Gefühl haben, das Spiel ist nicht lustig und das kann man nicht vertreten und weiss ich was. Aber eben, keiner von uns hat etwas dagegen, keiner von uns ist irgendwie... Nein, der Intent ist schon was. ist ja, was wichtig wir, ist, sind ja, wir machen uns ja nicht über Dings lustig, sondern Nein. einfach, es tönt halt einfach lustig. Also so, es ist halt einfach so ein kleiner Bubenhumor. Also es ist wirklich halt so Pausenplatzhumor, wo wir früher in der Schule waren, so das Level. Jawohl. Ich meine, es ist noch viel schlimmer gewesen, als wir kleiner waren. Ja, logisch. Aber eben, ich meine, das ist ja wirklich... Dort wir haben haben wir ja, dort, früher, wo klein warst, hat man ja schwul als Schimpfwort gebraucht. Ja. eben, das ist ja das, was jetzt quasi... Das könntest du ja sagen, dass das Spiel, das implied, dass das nichts Gutes ist. Aber das ist ja nicht der Sinn Ah, ja, dahinter. das ist ja nicht. Das ist ja nicht der Sinn dahinter. Es ist einfach so... andere Wörter sind halt... Du kennst auch... Andere Wörter sind halt nicht so lustig, um dort reinzusetzen. Es ist so aus dem Kontext gerissen, das Ganze. Aber es funktioniert eben. Also The ich glaub, Gay in You. aber ich glaube, mit Brot wäre es auch noch lustig. The Brot in You. Ja. The Bread in You. Aber es ist halt schon weniger lustig. Mhm. Also wie... Einfach weil es halt... Ja. Weil das eine Wort hat halt so ein Stigma dahinter. So, Ja, und das klar. ist ja das, was es lustig macht. Und ich bin absolut kein Linguist und ich bin absolut kein Politiker und ich bin absolut Aber niemand. das kennt nur unsere Generation. Ja, voll. Unsere Eltern kennen das nicht. Mhm. Gen Z kennt es auch nicht mehr.
Das ist nur unsere Ja, Generation. Gen Z würde mich auch canceln, wenn sie hören, dass ich das Spiel spiele. Wir haben da Gay als Poser gebraucht. Schlussendlich. Wir haben es nie wirklich für das richtige Ich habe einen Kollegen, gebraucht. der gesagt hat, wenn er in Ikea läuft und das Sofa schwul aussieht, dann sieht das Sofa einfach schwul aus und dann sagt er, dass das Sofa schwul aussieht. Er ist schwul. Ja. So. Eben. So, ja, eben. Es ist wie so, das ist wie so einfach ein Wort halt. Eben, die beste Schwulwitz machen mit meinem schwulen Kollegen. Weil da ist wirklich no bars. Bruder, Wie ja, sagst du das? die haben keinen Respekt vor sich selber. Und ich liebe es, das ist das Beste. Das ist funny. Auf jeden Fall, das Spiel haben wir dann wirklich gespielt. Über eine Stunde und dann nach einer Stunde ist es irgendwann. Und irgendwann weil ja EM war, ist die deutsche Grenze zu gewesen. Also nicht zu im Sinne von zu, aber sonst ist die Grenze einfach offen. Du kannst einfach durchfahren, weil es niemand interessiert, was in der EU ist. Und jetzt ist die Grenze quasi zu gewesen. Das heisst, jedes Auto ist reingeschaut worden. Und dann ist vor der deutschen Grenze zu Polen einfach wirklich 1,5 Stunden sind wir gestanden. Dann irgendwann, kurz bevor das passiert ist, haben der Sascha von Vierleib und ich irgendwie einfach mal das Gefühl gehabt, stell dir mal vor, der Sänger von Miasis, der fährt jetzt irgendwo hier mit seinem Auto und sieht irgend so eine heisse Schnitte und bekommt eine Erektion. So, der Bruder geht ja in Ohnmacht, weil so ein Riesel, wie seine Nagini so lang ist, Alter. Und dann ist so... Das Magini, ja. Wie seine Nagini so lang ist, geht der Bruder ja in Ohnmacht. Und dann haben wir so, was macht er denn? Was macht er denn, wenn er einfach so über dem Steuer anhängt? Und dann haben wir herausgefunden, dass sein Penis wahrscheinlich die Sache einfach regelt. So sein Pimmel. Das ist ein Tempomat quasi. Nein, Bruder, sein Pimmel, der ist ja dann erigiert. Der ist ja dann einfach da oben. Der hebt dann einfach so den Ellbogen aus dem Fenster. Der hat auch so den Ellbogen aus dem Fenster mit dem anderen so am Lenkrad. Hat so Googly Eyes auf der Er hat so eine Sonnenbrille an den Schnauz und mit der einen Ellbogen aus dem Fenster, der andere Hand am Lenkrad, fährt er einfach so völlig selbstverständlich Auto. Und wenn spuckt so Obdachlose an. Und dann, wenn die Polizei ihn anhaltet und dann fragt Fahrzeugpapier und Ausweis bitte, dann nimmt er auch Fahrzeugpapier und Ausweis, hebt sie die Polizei an. Die Polizei so, jawohl, sie regeln das, ciao. Und dann fährt sein Pimmel einfach weiter. Und dann haben wir angefangen, einen Kurzfilm zu schreiben über Miasis-Sänger sein Pimmel. Das ist auch etwa für 1,5 Stunden gegangen. Also Kreativität. Haben wir ihm die Kurzgeschichte Nein, noch nicht. Weil jetzt musst du hören, es ist noch viel wilder geworden. Weil dann haben wir auch so das Gefühl, also, ja, was passiert, wenn es einen Autounfall gibt vor ihm? Ja, dann steigt sein Pimmel halt aus. Und läuft so, schleppt ihn so hinten rein, weißt du? So. Und läuft einfach so mit seinen Hüttenbeinen, läuft er einfach so für sich zu dem Autounfall und klärt es einfach, weißt du? Ist gut, ist niemand verletzt, ist alles gut. Ja, gut, dann schreiben wir da auf, dann rufen wir die Polizei an, dann klärt er das einfach wie so ein professionelles Ding. Und dann haben wir das Gefühl, also, so, irgendwie, nachdem wir das Szenario etwa 17 Mal durchgecatcht haben, was sein Pimmel noch alles sonst kann. Also sein Pimmel kann alles basic. Sein Pimmel ist basically einfach... Ich finde es eigentlich noch geil, dass ihr seinem Pimmel viel mehr zutraut als ihm. Nein, ihm trauen wir das auch zu. Aber das Problem ist, wenn er ja eine Erektion bekommt, wird er bewusstlos. Und dann muss sein Pimmel übernehmen. Ich meine, ich habe gesagt, dass er das nicht kann. Aber dann haben wir herausgefunden, er und sein Pimmel können nicht koexistieren. Es ist, entweder existiert der Sänger von Miasis, entweder ist der gerade am Regeln, oder sein Pimmel regelt. Ja. Und das ist eben auch so, ein Pimmel geht so in den Ausgang und einfach hockt so an, stellt sich ein Bier, siebt so sein Bier. Er ist Polen, trinkt Bier, trinkt Wodka. Sie haben sehr viel Bier gesoffen, die Draussen, Alter. Ich habe keinen einzigen Wodka gesehen, mir ist kein einziger Wodka angeboten worden. Speziell. Nur Bier. Speziell. Ja, du, keine Ahnung. Auf jeden Fall, dann haben wir das gehabt und dann ist irgendwann so, haben wir das Gefühl gehabt, ja, aber was machst du jetzt, was ist dann ein Pimmel sein Endgegner? Weil der Pimmel ist zu dem Zeitpunkt ja offiziell ein Marvel-Superheld, sorry. Also, kann ich nicht anders sehen, dann haben wir herausgefunden, es sind 3 Stunden. Weil nach 3 Stunden musst du zum Arzt. Das heisst, ein Pimmel seine Endgegner sind ein Arzt. Das heisst, wenn ein Arzt kommt, ist der Pimmel einfach so, oh no, und dann gibt es das Boss-Battle und der Pimmel verliert. Und nach 3 Stunden kommt immer ein Arzt, weil du musst zum Arzt gehen. Das heisst, der Arzt kommt automatisch nach 3 Stunden. Das heisst, 3 Stunden und ein Arzt sind so connected, aber wenn zwischen ihnen... richtig langweilig geworden. Wenn zwischen ihnen ein Arzt wenn zwischen ihnen ein Arzt kommt, geht es auch wieder. Und dann sagt ein Kübel Wasser, oder? Und dann haben wir gesagt, ja logisch, wenn ein Kübel Wasser überlässt, also sind Ärztfan. Und dann, aus dem Nichts kommt er einfach, den Pimmel sind Ärztfan, das ist der Oli Kahn. Wieso der Oli Kahn? Der Oliver Kahn. Ja, aber wieso? Der deutsche Fußballnationalmannschaftsgoalie. Ja, also der Alt. Der Alt, ja. Und dann haben wir also gesagt, Bro, genau die Frage habe ich dann gestellt. Was ist jetzt, wo kommt der Oli Kahn her? Und er so, er hat einen Kollegen. Und dann haben wir erzählt, wenn er am Bumsen ist und er will nicht kommen, dann denkt er einfach an Oli Kahn. Und dann habe ich das so im Kopf durchgegangen, so, Bruder, ja, wenn ich an Oli Kahn denke, geht meine Erektion einfach weg.
Und dann haben wir uns gefragt, der Oli Kahn ist ja so ein Pimp. Dann haben wir das gefragt. Ja, ich sehe, es ist wirklich, also es ist, glaube ich, nur in dem Moment lustig. Ich bin sehr verwirrt. Weil der Oli Kahn ist ja so ein Pimp. Da haben wir das Gefühl, dass der und sein Penis können koexistieren. Das heisst, der Oli Kahn geht dann abends mit seinem Pimmel in den Ausgang. Dann macht er so an, bestellt so 2 Bier, ein grosses und so ein kleines für seinen Pimmel. Und dann saufen zusammen die Bier. Also ich glaube, wenn ich eine Kurzgeschichte schreibe, dann wird es ziemlich erfolgreich. Ja. Und auf jeden Fall haben wir dann so das Gefühl, der Pimmel schickt dann dem Oli Kahn abends so Selfies von unten auf. Wenn er gerade so dran ist, schickt er ihm so Nachrichten und sagt, ey, danke, die ist gut. Und der FC Bayern wieder verliert, lacht er dann aus. Ja, etwa so. Das ist auch das ist viel zu lang gegangen. Alright. Das ist viel zu lang gegangen. Und dann irgendwann sind wir am Zoll gewesen, in der Schweiz. Und ich so, fuck, Alter, jetzt, es langt auf den Zug. Wenn jetzt der Zoll keinen Scheiß macht. Dann höre ich so den Roman, der Schlagzeuger von Fearlab vorne. Ich wollte, dass das Ding, irgendeiner von seinen Kollegen sagt, ich wollte, dass der schafft. Wenn er nicht schafft, sagen wir einfach, er muss da hinkommen und er soll uns rausnehmen. Er ist der Einzige, den wir akzeptieren, oder? Irgendein Kollege von ihnen. Dann fahren wir am Zoll. Er schafft am Zoll, der Kollege von ihnen. Schafft an dem Zoll, wo wir durchgefahren sind. Dann sind wir an den Zoll angefahren. Plötzlich hörst du einfach also, warte, no way, das ist ein. Dann siehst du so einen Zöller einfach so mitten auf der Straße rausstehen, so Hand offen genommen und ich so, das ist ein nicht, Bruder, der will das verschiessen. So, halt! So, oh no. Und er so, ist Polen gewesen, Alter. Hauptsächlich ihr kommt jetzt, wo wir da sind. Und dann fragt er, was in Polen war, haben wir kurz erklärt, wie es war, so lustig war. Und er so, ist gut, ich kenne weiter. Und alle seine Kollegen schauen ihn so an, so. Ich bin mir 100% sicher, dass der sich nachher erklären musste, wieso dass man uns nicht rausgenommen hat. Und dann sind wir einfach durch den Zoll durchgekommen, ohne irgendetwas. Und so haben die 500.000 Koks reingeschmuggelt in der Schweiz. Etwa so, ja. Man munkelt es. Man weiß es nicht so genau. Und dann, dann habe ich am Montag eigentlich gesagt, ich habe am Montag frei genommen und habe gedacht, ich mache am Montag etwas. Und ich habe dann 10 Stunden Zelda gezockt, weil ich nichts gemacht habe an dem Montag. Stimmt, hast du mir noch ein Bild geschickt? Wirklich nichts gemacht. Ja, und das war es etwa. So eine fun Story. Cool. Ja, Autofahren ist langweilig, kannst nicht zu viel erzählen. Also, Ja, am Weekend habe ich Bass gespielt. Das stimmt, ja. Eigentlich nur. Ganz Woche nur Bass gespielt. Ja. Mit meinem Bass. Mit deinem Bass, der ist super. Ich weiss. Wie viel hast du gezahlt für den Bass? 450 oder so. Ohne Scheiß? Ja. Der ist schon gut. Ja, ich finde ihn auch mega gut. Ja. du musst kein teures Zeug kaufen, zum gutes Zeug kaufen. Ja, ist schon so. LTD. Bestes. Ja. Und sonst so, was ist nachher noch gelaufen? Wir sind noch nicht fertig. Hey. Also Polen ist fertig, aber nachher... Polen ist fertig. Es ist nur knapp eine Stunde gegangen, die Polen-Story. Ja, was hast du erwartet? Ich war 5 Tage weg gewesen. Stimmt, ja. Ja, und wir haben noch ein bisschen reingeschissen. Ja, ich war 5 Tage weg gewesen, also das geht so lang. Ja, und dann, die Woche drauf, bin ich am Matchbox Whispers Cowboy-Abend gehabt. Wann ist das? Am Freitag. Freitag, ja. Jetzt sind wir an einer Hochzeit gespielt. Wir haben das Brautpaar nicht gekannt. Und einfach random angefragt worden, ob wir spielen wollen. Weil einer, der dort ist, der Trauzeuge vom Bräutigam, kennt uns. Er hat gesagt, ey, wenn wir spielen, weil sie hört Rock und Punk und er hört Drum and Bass. Und jetzt haben wir einen Drum and Bass DJ, aber wir brauchen noch Band. Fair enough, ja. Dann sind wir da hin. Cool. Das heisst, Thema ist Wilde Westen. Wir haben alle ausgesehen wie Cowboys. Das war absolut geil gewesen. Wir haben gratis trinken. Geil. Gratis essen. Nice. Hochzeitsessen sind immer geil. Ja, wir sind nicht am Essen gewesen selber. Wir sind um 9 Uhr gekommen und haben einfach noch so das, was das Deko hat, haben wir können essen. Okay, so die kalten Rüebli. Nein, sie haben noch Grill gehabt. Oh, nice. Aber ich meine, ich hätte jetzt die Band auch nicht eingeladen zum Nachtessen, weil man niemanden dort kennt. Logisch. Man niemanden dort kennt. Du bist ja nur ein Dings, du bist ja nur ein Dienstleister in dem Moment. Mitarbeiter. Genau, und dann habe ich den Silas gefragt, so, hey, können wir wenigstens ein bisschen Geld über für das? Und er so, ja, nein, Alter. Und ich so, Bro, Hochzeiten, das ist, was Geld gibt. Da ein Hochzeits-DJ, der einfach nur Play drückt, bekommt irgendwie 3000 Stutz über. Minimum 20 Stutz für die Band. Ja. Okay, also mit 2000 Stutz hätte ich mich selber unwohl gefühlt. Also ich glaube, so ein 100 gelangt. Nein, also ich meine, nein, das ist einfach normal. Ja, für eine Hochzeitsband, aber wir sind keine Hochzeitsband. Wir sind eine Punkband, die eine Hochzeit spielt. Das ist etwas anderes. Über Bands, die teilweise
nicht so gut sind. Ja, aber so, Hochzeitsband ist etwas anderes. Eine Hochzeitsband ist so nicht eine Punkband, die Stimmt, Hochzeit spielt. die haben es noch einfacher, weil sie nur Covers machen. Je nachdem, Amix sind einfach Ja, wir haben auch Coverbands. Covers gespielt. Eben. Haben ihr eure eigenen Songs auch gespielt? 2. Ja, das Nice. wir sind praktisch eine Dingsband gewesen. Nein, wir haben Punk-Songs gespielt. Ja, eben, nicht also- so Hochzeitsbands. Nein, Songs. aber du kannst auch, also du spielst ja Nein. die Covers von... Paranoid, kein Punk-Song. Du spielst ja Covers von den Zeugs, die sie gerne spielen, oder? Nein, ich glaube, so Hochzeitsband haben so ein fixes Repertoire. In der Regel kannst du nicht sagen, was soll ich... Also, ich kenne einen, der früher mit mir geschafft hat, der ist Hochzeits-DJ. Der hat das nebenbei gemacht, dass er nur 60% hat müssen arbeiten. Mhm. Und der hat gesagt, er tut amig fragt das Brautpaar, ja, was für Songs sie wollen. Also nicht genau Songs, sondern ein Genre quasi und das Jahr. Und dann macht er einfach seine Playlist und tut so. Und dann tut er eigentlich mehr oder weniger Play drücken und chillt den ganzen Tag und verdient dann easy peasy 3'500 Stutz. Ja. Mit mega wenig Aufwand. Mhm. Er hat gesagt, er bereitet sich manchmal so 4 Stunden vor, zum Playlist machen. Ja, So. ja, aber eben die Playlist muss trotzdem gut sein. Ja, aber das sind einfach nur Hits einfach. Ja, logisch, aber das Ding Das ist ist quasi, das sind meistens einfach Bravo-Hits, Bravo-Hits. CD. Ja, aber das Problem ist eben, wenn das so, die Lexi hat mir mal gesagt, wieso sie so viel verlangt für eine Hochzeit. Weil das Ding ist, gut, sie ist Fotografin, das ist nochmal etwas Ja, anderes. das ist ein bisschen was anderes. Aber nein, generell, wenn du an einer Hochzeit irgendwie auch nur ein bisschen für die Unterhaltung zuständig bist, das ist ein wichtiger Job an einer Hochzeit. Ja. Weil, Ja, aber ich meine, wegen dem musst du gleich nicht for free machen. Eben drum das nicht. sage ich ja nicht, eben genau darum. Aber ich sage, darum ist es eigentlich gerechtfertigt, dass die sicher einigermaßen bezahlt werden. Ja, absolut, weil, ja. weil es ist nicht, also wenn du es verkackst, hast du Ja, denen ja. ihren Aber- Hochzeitstag verkackt. Aber was ich damit will sagen ist, ihr seid in dem Moment eine Hochzeitsband gewesen. Nein, wir sind nicht eine Hochzeitsband. Doch, gewesen. also Wir sind der einfach Moment schon. dort- Nein, Ja. wir sind einfach dort hingegangen. Ja, ich habe auch gesagt, wir hätten etwas verlangen sollen, aber es Anyway, ist ja egal. es ist einfach, Ja. es ist einfach mehr so eine Homie-Aktion gewesen. Okay, Nicht, ja. wir sind ja auch nicht als Hochzeitsband, also wir haben uns dann auch schon überlegt, so, wir können da reincashen, wir können das einfach effektiv machen. Ja. Ja. Und dann haben wir gemerkt, nein, das machen wir nicht, das wäre wie das Spiel voran. Ja, anyway. Ja. Nice. Ja, das ist lustig gewesen. Dann haben wir ein bisschen rumgecowboyt. Und dann am nächsten Tag bin ich Maspirong filmen. Mhm. Das Video muss ich morgen noch fertig machen. Das war ein geiles Konzert. gewesen. Ja, Maspirong war schon geil gewesen. Das letzte Konzert von Knock Knock. Ist es auch noch gewesen. Letztes Konzert? Ja, aber sie machen einfach Pause, glaube ich. Also ja, sie machen das Jahr Pause, haben sie gesagt, Okay, aber sie ja. spielen jetzt eine Japan-Tour in 3 Wochen. Oder 4 Wochen. Das letzte Konzert für das Zeitchen in der Schweiz. Okay. Ja, ich glaube, die Japan-Tour war auch mehr spontan gewesen, weil der auf Weltreise geht, in Japan ist. Und sie haben so das Gefühl, machen wir eine Japan-Tour. Wer, Und also, ja, Wer spielt da noch Ja. mit? Knock Knock. Und? Must be wrong, die einzige. Die Japan-Tour spielt Ich meine, Maspirong sicher nicht mit. der in der Hafenkneipe gemeint. Nein, noch einfach. Der Hafenkneipe meinst du jetzt oder auf der Japan-Tour? Japan. Keine Ahnung, Alter. Knock Knock. Okay. Irgendwelche japanische Bands wahrscheinlich. Hm. Ja, aber das war wirklich geil, gewesen, weil es haben Crowds gesurft in der Hafenkneipe, es war heiß gewesen. Maspirong hat Huren abgerissen. Mhm. Ja, richtig gut gewesen. Ihr neuer Song ist auch ziemlich geil. Mhm. Der kommt dann live raus, könnt ihr pre-saven. Macht das doch. Mhm. Sie machen genug Werbung dafür auf Instagram, ihr findet es. Sie haben jetzt ein Label. Haben Sie das? Sie sind Welche? mit einem kanadischen Label. Welche? Brudi, ich habe keine Ahnung. Das ist, glaube ich, so ein kleines Independent-Label, glaube ich. Ja. Ja, also nichts Grosses. So einfach so. Was machen eigentlich Independent Labels? Ja, halt das Gleiche wie grosse Labels mit weniger Geld. Oder wo distribuieren Sie das Zeugs? Einfach lokal, oder? Das kommt, glaube ich, aufs Label drauf an. Also, machen Sie Physical Copies? Keine Ahnung. Brutsch, du fragst effektiv die 2 falschen Leute. Ja. Das ist wirklich fraglich. So, Weil ich habe noch nie mit einem Label zusammengeschafft. Fragst du mal den Damian. Und dann kannst du das nächste Mal sagen. Ja, das stimmt, das ist ein guter Plan. mhm. Oder wir hören Maspirong im Podcast und ich kann Das das wäre selber sowieso. erzählen. Ha. Ja. Ja, nein, ist gut gewesen. Die Huren Innerschweizer Bauern haben auf der Bühne geschnupft. Mhm. Ist irgendeiner so im Publikum gestanden und hat einen Schnupf genommen und der Dario so Ja. «Hey, ich kann jetzt aber nicht sein, Hurenkeim, dass du da einfach schnupfst ohne uns, oder?» Das stimmt, ja. Das war jetzt erschreckend ein guter Dario gewesen. Und dann ist er auf die Bühne gekommen und hat allen Schnupf verteilt und dann haben sie angefangen, haben sie geschnupft und haben sie weitergespielt. Das war wirklich, das ist einer der besten Bühnen-Acts, die ich je gesehen habe. Noch nie habe ich Band gesehen auf der Bühne schnupfen. Ja, das ist schon gerne gegangen, aber ich bin ein bisschen busy gewesen. Ja, Ja. aber sie doch sicher schon auf der Bühne geschnupft, oder? Ja, aber die habe ich ja nicht gesehen. Okay. Das habe ich ja mitgemacht. Ja. Hm. Ja, du bist halt zu busy gewesen, ja. Ich bin zu busy gewesen. Wie sie Wir gesehen. haben Die haben am Wanken, weil er nichts mehr macht, was ihr Whiteout. wir haben
am Freitagmittag das Trophäe zum Drums aufnehmen und wir sind am Sonntagabend fertig. Du hast mit wem getroffen zum was aufnehmen? Mit dem Brudi. Mit was für einem Brudi? Brudi haben wir Schlagzeug aufgenommen. Okay. Ja. Ich hinterfrage das jetzt nicht. Brudi hat Schlagzeug aufgenommen. Ist das? Ja. Ein sehr guter Brudi. Sehr gut. Ein sehr guter Komm, sag, du wolltest es sagen, komm jetzt. Das weiss jeder, Alter. Das weiß es nicht jeder. Wir sind etwas Der am Leni Kochen. weiß es wahrscheinlich nicht. Ja, es wird etwas gekocht. Mehr hören dir dann. Wird irgendetwas gekocht? Ja, Gulasch. wir kochen. Ich glaube, so wie es Gulasch. tönt, wie nicht Gulasch gekocht, sondern einfach nur Bockwürste. Aber Alter. ich habe das Projekt auch bei mir im Instagram einfach getaggt. Also Leute können einfach mein Profil schauen und folgen. Ja, jetzt nicht mehr, die Storys sind weg. Nein. Aber er hat es tagged. Ich habe es in meinem Profile einfach taggt, coming soon. Ich kann es ich bin nicht gut mit Zeugs undercover Ich auch nicht. halten. Aber ich bin etwas, Du bist schon gut im Zeug undercover behalten, weil wenn irgendjemand uns da etwas erzählt, was wir nicht erzählen wir es nicht. Dein eigenes Zeug undercover behalten. Ja, genau, wir haben das. Das stimmt, im Pimmel nehme ich schon wieder raus. Ja, eben. Nagini. Magin. Harry Potter ist das! Nein, also, es wird cool. Also ich bin mega gespannt, bis Alter. es busy gewesen. Wir haben da so eine Liste mit Bandnamen. Ja. Wir gehen nicht durch. Nein. Aber Doch, Junge. der zweite finde ich fucking funny. Letztes Mal, wo wir Releases. Nein, ich meine nicht durch, ich meine wegen dem Spiel von voran. Der zweite wäre fucking funny. Aha. Ja, Das letzte voll. Wort ändern. Nein. Das letzte Wort ändern ist von dem. Ja, das zweite Wort ändern wäre auch noch gut. Ja. Dings, der unter Whiteout wäre auch eins zu viel. Ja. Oder halt der eins unten dran. Oder der unter der Safer Last Breath. Ja. Wo ist Safer Das Last Breath? zweite Also, Wort. wenn wir das spielen, sind wir den ganzen Abend. Nein, wenn du von Safer Last Breath das letzte Wort nimmst. Nein, der unter Safer Last Ja, Breath. eben. Wenn du Und- jetzt das letzte Wort nimmst vom Bandnamen. Ja, das habe ich gemeint, ja. Das ist super. Also, Ja, anyway. Ja, Also, anyways. ja, ist egal. anyways. Der ist oben drauf. What the fucking funny. Life in Gay. Ja, das Spiel ist wirklich. Das dritte Wort wäre aber besser als in der Mitte. Welches dritte Wort? Alter! Der eins unter Mamba Bites. Ja, Ja, das ist ist das ja dritte Wort, ja. Also. Anyway, look, es checkt niemand. Also, Nein, das soll das auch niemand checken, Alter. Sonst versteht ganz sicher irgendeine Band wieder falsch und das Gefühl, wir sind sie am Mobben. ja. Nein, das wird nicht mehr gemobbt. Ich bin mir ziemlich sicher, die eine Band hat das Gefühl, wir mobben sie. Mhm. Safer Last Breath zum Beispiel. Nein, Safer Last Breath ist geil. Ja, fangen wir jetzt mal an. Herren wir das, der Bruder, das ist schon wieder 10, Alter. Ich komme nicht mehr raus. Ja. Ich bin so da Ich muss noch hingekommen und denke, ich muss noch wir machen Herdöpfel im Bach offen tun. Ich habe sie extra vorbereitet. die- Brüder, Alter, mach das nicht mehr. Es ist schon zu spät. Geh heim schlafen. Ich habe mal ein Homeoffice, ich kann lang schlafen. Mhm. Und gut joggen bin ich heute, also scheisse. Weil meine Schuhe sind noch nicht angekommen. Willst du auch joggen? Ja, ich bin fett und am Arsch. Mhm. Das letzte Mal, als ich Cardio gemacht habe, war Ja, und in einem Monat, wenn wir, das ist wirklich in einem Monat. in einem Monat müssen wir Rennen fahren, und dann müssen wir fit sein. Hey, ich bin heute ein bisschen den Berg hochgefahren dort und ich habe einfach das Gefühl, ich bin tot. Habe nicht Ja. mehr mögen. Ja. Meine Schaltung funktioniert einfach wieder nicht mehr. Die scheiß Hure. Egal, Schaut also. Shimano. Letztes Mal haben wir vergessen, die neue Single von Safer Last Breath, Future Dust. Die fickt, gehen sie hören, es ballert wie Sau. Ja, voll. Das ist so, ja. Mhm. Das ballert eben wirklich richtig Sie heftig. ballert wirklich wie Sau. Ich finde ihre Marketingstrategie zwar ein bisschen fragwürdig. Von so Sachen verstehe ich nicht, keine Ahnung. Also mehr einfach, weil sie ASMR gemacht Kann ich haben. mir keine Meinung Die darüber Huren bilden. Grusel haben ASMR gemacht. Was ich aber recht geil finde, weil ich weiss, dass der Dave das hasst. Mhm. Ja, die Jungs sind da recht viel Marketing machen. Das ist gut. Genau. Aber übrigens, wir reden jetzt über Releases. Mach das mal. Ich mag nicht mehr. Metal Servola, Breaking Das News. ist einfach zu heiß, Alter. Ja. Also, ich habe einen roten Grin, nicht weil ich in der Sonne war, sondern weil es warm ist. Es ist warm, ja. Voll. Stimmt, bist du im Nebel gewesen. Alright. Alright. Also, genau, genau. Letztes Mal vor 3 Monaten oder so. Sie ich einfach runter, komm. Letztes Mal vor 3 Monaten oder so haben wir Save Last Breath vergessen. Sie haben Future Dust released.
Mittlerweile haben sie ein neues Song raus. Ich glaube, sie haben mittlerweile schon wieder einen neuen Song rausgebracht, oder? Ja, der ist weiter unten. Okay, ist gut. Ja, dann was ist der nächste, Ricky? Komm. Dann, genau, I Cut Out Your Name haben das Album rausgehauen. Testament der Dekadenz, der hat 19 Songs, Alter. What the fuck? Ja, aber es ist eine Hardcore-Band. Wie lang ist das Album? Nein, die Songs sind zwischen 3 und 5 Minuten im Fall. Bruder. Also das sind 19 Minuten, 19 Songs an 3 bis 5 Minuten. Schon pretty much... Sie hätten einfach können durch 2 Teile und dann irgendwie ein halbes Jahr nochmal ein Album raushauen und sagen, schau, was für krasse Sachen. Ich hätte einfach das können hören auf dem Heimweg von Polen, die Hälfte von der Zeit schon verbracht. Ja, voll. Aber ich muss sagen, also Production ist hart, also Songs sind auch heavy, also könnt ihr mal abchecken. Es hat genug Songs. Es hat genug Songs für alle. Genug Songs für alle. Es ist genug für alle da. Voll. Nein, die Jungs geben Gas, das ist schon gut. Genau. Der Mike. Whiteout Hate Life. Voll, ja, genau. Brutaler Song. Läuft gut, ja. Ja, Ist ein guter Abschluss gewesen. absolut. Mhm. Ja. Dann. Also wenn ihr nichts mehr dazu sagen, so dass der Carlo von Breakdown of Sanity mitmacht. Stimmt, ja, Carlo ist dabei. Voll. Ja. Der letzte Song mit Breakdown Sanity ist cool. Los ich gern. Er ist wirklich ein geiler Song. Ja. Carlo sympathisch. Was ist denn selber? Ja. Voll. Sorry, remembering the old days. Okay, ja gut, jetzt spielst du auch nicht mehr in der Band. Jetzt darfst du jetzt nicht darfst du genau. wieder. Jetzt darfst du wieder los. Darfst du wieder. Nein, ist wirklich schön. Dann Civil Execution haben den EP rausgehauen, in die erste. Das ist die Band, die Donna auch mitmacht. Das wollte ich noch fragen. Das ist schon der Donna und der andere Dude. Und der Brudi, ja. Dann der Brudi. Keine Ahnung, wie er heißt, aber ich weiß, wie er aussieht. Ja, genau, ich weiß auch, wie das voll. Aber genau, die machen jetzt so wie Thrash mit Breakdowns. Das ist interessant. Small Town Misery heisst die EP. Kannst du mal abchecken. Ist cool. Chillig. Dann Pixie Dust hat rausgebracht Restless Legs. Hey, es ist im Fall der erste Single von dieser Band und ich muss sagen, verdammt guter Hook. Also, Geil. unbedingt abchecken. Ja, Geil. voll. Mike, was du Gar nichts gesagt, Alter! Nein. Was du den Song sagen? Gut, der nächste Song ist Black is Heart, ist die Band von Bern. Die machen so Alternative Metal, hätte ich gesagt. Closer heisst der Song. Und es klingt heavy, die Jungs haben brutal gute Production und Songwriting, also können Sie abchecken. Richtig gut. Der nächste Mann. Mhm. Der nächste ist aus dem Nichts. Schon Welcome Back. Ja, Aus ist dem ein Nichts. Comeback-Song. Ja. Aus dem Nichts. Einfach Ja. niemand hätte damit gerechnet. Voll. Bam! Mhm. Schweizer Trivium ist back. Ja, Schweizer Ja. Trivium is back, ja. Atropas haben Dreams of More released. Und ich glaube, so wie ich es verstanden kommt das Album raus. Also. Hey, ich habe keine Ahnung. Ich habe irgendetwas gemeint. Aber es wäre geil. Und das ich habe nicht gesagt, dass es tönt wie Trivium. Ja. Es tönt anders. Aber wenn ich jetzt müsste sie mit einer grösseren Band vergleichen, würde ich sagen, es ist so Ja. das Level. Also, so wie ich die Band kenne, wenn sie neue Musik rausbringen, dann bringen sie gerade das Album raus. Ich meine, Atropas haben schon, glaube ich, 3 Alben raus. Mhm. Also, Der Mahmoud kann Alben produzieren. ja, er kann auch produzieren, tatsächlich. Er hat ja. Tatsächlich. ja. Ich meine, er hat. Hey, wir müssen aufhören reden. Wir reden uns nur noch, einfach weil wir einfach nicht mehr mögen, kommt einfach nur noch Zeug raus, was fragwürdig ist. Nein, der Mahmoud hat ja auch mit Metals produziert. Der hat. Ein paar viele Sachen produziert, ja. Was hat er noch produziert? Expello ist Vocals aufnehmen, glaube ich, coachen. Was hat er noch letztes? Eben alle Tropa-Sachen praktisch. Hat auch ein richtig schönes Studio. Mhm. Sieht mega schön Voll. aus. Ja, das ist mega cool, wie ich mal gesehen. Am Gas geben. Zu dritt, glaube ich, aktuell. Es sind 3 Dudes im Videoclip gesehen. 3 Dudes, genau. Kein Bass, klassisches Metalcore. Du brauchst nicht mehr. Klassisches Metalcore-Setup. Machen wir Wie das. erkennst du eigentlich den Unterschied zwischen einer Oldschool-Metalcore-Band und einer modernen Metalcore-Band? Am Bassist? Ja. Aber der Mahmoud ist einer von den wenigen, der technische Gitarre kann spielen und gleichzeitig kann singen Bruder, und das ist schreien. hart. Bruder, Das ist hart. zum Beispiel, ich kann in der Band fast. Ich kann ein bisschen mithalten mit nur Gitarre spielen. Und der Mama ist genau das gleiche am Spielen und am Singen. Ja, aber das ist ja schon mega lang her. Oder? Man, jetzt Ja. bist du auf der Gitarre auch besser. Jetzt könntest du auch auf der Gitarre normal mit. Ja, das ist- Wahrscheinlich nicht mehr, weil der das ist Whiteout-Sachen gespielt das hat ist und nur nicht- Chaga Chaga. Ja. Eben, nein. Der Mama hat richtig krasses Shit geschrieben. Gut, damals bin ich 19 gewesen. Das Ja, eben. Aber, ja. Das ist ja schon 1-2 Jahre her. Du hast noch Haar, du hast noch Haar gehabt. Ja, noch Haar und fast Kein Bart. Fast Bart, genau. Also, Das hast- sorry, hast du schon mal Fotos gesehen Und von dort hast du Ricky? noch, und dort hast du noch Hardcore gehasst.
Hast du schon mal Fotos? Was habe ich? Hardcore hast du schon gehasst. Fresh Ich habe Metal einen gehasst. Hardcore-Cast, ich habe, ja. Hast du schon mal Fotos gesehen von Ricky mit dem Zähne, Bruder? Er sieht Ja. nicht, es ist ein anderer Mensch. Kannst du mir nicht sagen, dass es Ich ein weiss. Ricky ist? Ich weiss. Genau, dann, was haben wir noch? Overthrown von Sylb, Save Your Last Breath, die nächste Single, die sie rausgerührt haben. Auch Ja. ein totaler Banger. Sorry, ich habe vorhin gesagt, ASMR-Werbung Das ist- die ist für diesen Song, nicht Genau, für genau, Future genau. Dust gewesen. Ja, eben. Wow. Diesmal haben wir es nicht vergessen. Dave. Banger. Ja. Ist Future Dust nicht der mit dem grenichen Musikvideo? Ja. Und Overthrown. Dort haben wir irgendeinem mal gesagt, ich finde deine Sonnenbrille hure geil. Ich so, wieso hast du meine Sonnenbrille gesehen? So, ja, die du im grenichen Video hast. Ich so, hä, was für ein grenichen Video? Ja, im Video von Save Your Last Breath. Ich so, bin ich im Video von Save Your Last Breath? Der Umi ist auch drauf. Welche Sonnenbrille ist da gehabt? Pit Viper. Ah. Ja, der Ich Umi dachte der Umi ist vielleicht auch die, drauf. hast du nicht eine Versace? Oder Prada. Prada Sonnenbrille habe ich heute angehabt. Also ich habe sie am Boden gefunden. Ich habe mir keine Prada Sonnenbrille gekauft. Ich habe sie am Zürich Fest am Boden gefunden. Und sie ist ultra Das hässlich. ist absolut hässlich. Und ich habe sie wirklich aufgegeben, um irgendwie Leute zu zeigen, dass ich die Sonnenbrille gefunden habe und es hat niemand interessiert für 10 Minuten. Dann habe ich gesagt, das ist Jedes mein. Mal, wenn er sie anhat, hat er eine Bindehautentzündung. Jedes Mal, wenn ich sie anhabe, sehe ich, vor allem jetzt mit den bleichten Haaren, sehe ich einfach aus, als ob ich ein Gen Z-Kid aus den 90er wäre, Alter. Mhm. Oh, das ist ein Drogenopfer. Eben ein Gen Z-Kid aus den 90er. Voll. Was haben wir noch? Ah, stimmt, ja, das ist alles am gleichen Tag. Idelusion ist dann auch noch Song rausgebracht. Age of Regression. Heavy. Mit dem Rick Amat als Sänger, oder? Mit dem Erik am Gesang. Richtig gut. Richtig hardcore. Und dann ist ein bisschen Big zu groß Boys. für die Liste, aber Nein. trotzdem bringen wir es mal. Der Big Boys. Ja, Breakdown Sanity hat einen neuen Song rausgebracht. Der erste Song nach ihrer Rückkehr auf die Bühne, glaube ich, oder? Ja, das kann sein. Ja. Ja. Die anderen sind ja nur Singles gewesen. Die anderen sind Ja, genau. vorher rausgekommen. Dort, Ja. wo sie in Hiatus sind. Also das ist jetzt ein neuer Song, den sie dann wahrscheinlich auch live spielen, oder? Echoes of the Void. Richtig geil. Richtig sick, haben wir vorher gelassen. Das ist wirklich geil. Ja, den haben wir gerade Mhm. vorher gelassen. Ja. Mhm. Richtig klopfig, Alter. Ist geil. Congrats Boys, richtig cool. Läuft. Dann, Er ist vor allem auch ein bisschen anders als ihr altes Zeug. Aber, Ja, ist auch, aber jetzt- aber auch gleich nicht. eben, die Jungs bringen ein bisschen nur Metal-Vibes, habe ich das Gefühl. Es ist geil. Es ist geil. Wir haben ja im Podcast mit ihnen gelernt, dass sie mega nur Metal-Fans sind. Ja, sie sind größere Nu-Metal-Fanboys wie ich. Ja, ja. Metalcore ist irgendwie so wie ein Byproduct gewesen. Rausgekommen ist. Ja, sie haben halt wie ein Genre erfunden. Ja, klar, schon. Ja. Ja, Tatsache, ja. Dann, Death Comes. Nein, warte schon. Death Heretic ist der Künstler mit dem Sanji von Sons of Coherence. Und er hat einen Song rausgebracht, Death Comes with Disharmony. Ah, okay. Und was schade ist, ja, gesehen, schaut mal, das ist so ein bisschen für Artists, schaut mal, dass ihr auch die Bands taggt von ihren Features, weil dort steht einfach Sanji von Sons of Coherence und verlinkt nicht die Band, sondern Wo? in Spotify. Ah. Und weil dann würde ich schon empfehlen, du kannst in DistroKid oder in Distributor einfach mal den Artist eingeben und nachher verlinkt, nachher zeigst du bei beiden Profilen. Darum siehst du bei Paleface einfach nicht ihre eigenen Songs. Genau. Ja. Und das führt auch zu dass die Leute, die eben beide Bands hören, können den Song gut abchecken. Würde ich mal empfehlen fürs nächste Mal. Würde ich mal Sons of Coherence zeigen. Ist mega Vor allem schade. auch Leute, die die andere Band hören und deine Band noch nicht hören, sehen, dass ihre Band einen Song rausgebracht haben und klicken drauf. Ja, genau. Und das So nachher habe fließen ich- Streams auf. So hat mich Paleface schon dazu gebracht, etliche Bands zu hören. Mega. Absolut. Ich so, geil, neuer Paleface-Song. Drauf ich, es ist gar nicht Paleface. Ist es so? Nein, so habe ich durch den Song von Guilt Trip habe ich auch eine andere Band gefunden, die geil ist. Oh, geil, Alter. Mhm. Voll, also macht das. Weil es ist schade, wenn ihr quasi den Sänger von der Band taggt und es führt einfach zu nichts. Ricky hat das Mikrofon, als würde er screamen. Der Ricky hat das Mikrofon immer, als wäre ein Ja. Ghetto-Bitch. Ich liebe es. Ich bin zu viel Hardcore am hören. Aber Hardcore ist so. Ah. Nein, Da. nicht alle. Oldschool Hardcore. Ja, da so geht auf immer so. So hat man das Mikrofon. So. Ja, gut, das ist Emo. Und du musst aber noch um den Hals wickeln. Das ist das, was du gerade gemacht hast, ist Let's get ready to rumble! Einfach so Erotic Asphyxiation machen. Ja, Geil. aber voll. Dann, willst du schon wieder machen? Ja, dann der nächste Song ist Holy Moon von Mamba Bites. Mhm. Dann haben wir noch With One Word, haben Drown rausgebracht. Yes. Also cool. Ich glaube, das ist der erste Song mit dem Radar drauf. Okay. Glaube ich. Was der Radar ist bei With One Word? Ja. Hä? Ja. Also hast du auf jeden Fall ein Musikvideo. Ist die Musik? Nein, der Radar, ich habe es im Fall völlig verhängt. Aber er ist seit Anfang.
sogar bevor er im Podcast da war, hat er John Means völlig verhängt. Hä? Ja, Ja, das hat er nicht gesagt. ja, voll. Er ist jetzt bei With On Word. Ja, ist einfach so plötzlich auftaucht. Ja. Voll. Das war einfach so dick. Und jetzt ist er im Videoclip, ja, genau. Und der Song klingt geil, das war gut. Ja, sick. Und gib ihm Boys. Dann, wir haben das letzte Mal ja schon davon gehabt, was kannst du sagen? Wäre auch ein stabiler Contender fürs Game. Ja, ich weiss. Moment of Madness. Das neue Song, Life in Wayne. Mhm. Metalcore Goodness. Yes. Und dann die Brudis, die am Greenfield gespielt haben, All Together haben den Song Golden rausgebracht, ich glaube, gleichzeitig als Greenfield. Das kann sein, weil er hat Ist etwa gerade dort. 15'000 Reels mit dem Song Eben. drin vom Greenfield. Eben genau. Von dem her, Also vielleicht sind es nicht 15'000, vielleicht habe ich einfach das Video 15'000 Ja. Mal gesehen, weil alle Leute es teilen. nein, das letzte Mal, wo ich die Liste ausgeführt habe, ist schon ein Weile her. Von dem her, ja, ich habe versucht, mal alles reinzubringen, wo ich gehört habe, ist rausgekommen. Vielleicht habe ich ein paar vergessen, aber passiert halt. So schreibt uns. Und nicht irgendwie pissig geschrieben, ja, warum schreibt ihr nicht über meine Band? Haben wir Schreibt uns den direkt. neuen Versus schon so erwähnt? Ja, ich habe es noch überhaupt gecheckt im Fall. Letzte Folge haben wir Never Know Sehr gut. erwähnt. Sehr gut. Voll. Weil es ist gerade ist Never Know rausgekommen und die Woche später ist Hate Live rausgekommen. Deswegen haben wir Hate Live jetzt. Stimmt. Jetzt hast du Hate Live einfach nochmal erwähnt. Ja, genau. Ganz gut Smart. abchecken. Jetzt will Es es nicht ist, mehr es, brauchen. ist der letzte Song, es kommt nicht mehr raus. Also, Genau. so genießen. Ja, easy. Und dann machen wir da fertig. Komm, Ja, wrap voll. it up. Also Konzert. Das Ja. Bullhead Festival Sommerversion ist Ja, genau. in Die Woche. wo? Das Kiosk. Malters Kiosk. So etwas. Googles geschlagen. In einem Kiosk. Das ist im Leben. Nein, es ist in einer Body. Ah. Ist es Nein, es ist nicht der Body. Es ist nicht der Body, scheinbar. Oder Aber wenn es it. draußen ist, mega gut, dann mega Glück mit dem Wetter. Ist eben außerhalb, aber es ist kein Body. Es ist ein Kiosk. Stadtkiosk. Ich weiß auch nicht, es ist ein bisschen verwirrend. Bullhead. Bullhead. Wir spielen coole Bands hätten. Das stimmt. Zum Beispiel. Warte schon. Das Bullet Festival im Schwellisee. Es ist doch ein scheiß Body! Ja, was habe ich gesagt? Es ist Ja, ist das? Es ist schon neben dem Fluss, in dem Fall. Aber das ist doch kein Body. Also nicht der Body, sondern Flussbody. Flussbody. Genau. Es geht aber nicht aus wie ein Body, es geht aus, als wäre es einfach an einem Weg von einem Fluss. Ja, ich bin ein Flussbody. Wenn es ein aber Kiosk hat, ist es ein Flussbody. ich sehe ja keinen Kiosk. Ja, aber es wird ja wohl ein Kiosk haben, wenn es am Kiosk ist. Entschuldigung, aber das ist kein Body. Schau dir mal das Video Aber an. es ist ein Flussbody. Das ist ein Flussbody, Alter. Das ist ist einfach wie am am Rhein. Fluss. Ja, ist wie am Rhein. Alright. Flussbody am Rhein sieht das aus. Ja. Also du kommst ins Fluss rein. Nehmen wir an. Ja. Es Dann geht es ist, so besoffene Leute gehen ins Wasser. es ist und in so. Schwellisee Kiosk. Warte. Es ist in Schwellisee Kiosk in Malters. Kostenloser Eintritt. Und du hast dann Days of Ruin, Path of Wrath und Illusionist. Smarter Wo Move, ist- weil wenn wo es ist kein Malters? kostenloser Eintritt wäre, müsste den Zaun aufstellen. Wo ist Malters? Bern irgendwo, oder? Ja, irgendwo in Bern. Nimm mal an. Ich glaube, genau die Frage haben die Ricky und ich schon mal gestellt. Und ich glaube, meine Antwort war irgendwo in Bern und dann hat es gegoogelt und es ist irgendwo anders. Weißt du warum? Ich glaube, gewesen. mir Luzern gemeint ist wahrscheinlich. weißt du, Mhm. warum wir gemeint ist ein Body, weil sie einfach im Hintergrund einfach einen Strand zeigen. Schau jetzt, wo Malters ist. Mal- Scheißegal, wo Malters ist. Ich finde das selber raus, wenn ihr gehen Malters Findet ist... es nicht selber raus, ich kenne euch. Malters Ihr hört ist... unseren Podcast, ihr könnt offensichtlich nicht selber googeln. Luzern, Kanton Luzern in dem Fall. Genau, das haben wir letztes Mal schon gehabt. Ich habe gesagt, Bern. Oberkellerhof. Das ist im Kanton Luzern. Also gerade Also Luzern. alle, die in der Nähe von Walters wohnen, wissen es sowieso. Ja, und es alle, die ist- nicht in der Nähe von Walters wohnen, es müssen ist vor sowieso dem, es ist vor googeln. dem Pilatus. Das hilft niemandem. Es ist vor dem Pilatus. Also, wenn du nicht weißt, wo Malters ist, musst du es Der sowieso Mount googeln. Pilatus Auch wenn wir Ort. dir jetzt sagen, dass es in Luzern ist. Weil Luzern Was ist für nicht so eine ein... Ortsangabe vor dem Pilatus? Vor dem Pilatus, du siehst es von dort super. Ja, aber jetzt ist die Frage, wo ist vor dem Pilatus? Auf der einen Seite vom Pilatus Luzern. oder auf der anderen Seite vom Pilatus? Luzern. Ja, aber Ja, anyway. ist ja gleich. Keine- Pilatus ist eben lang. Das ist ein langer ist Berg. lang. Ja, das ist nicht so ein Wie der kurzer. Nagini. Pilatus ist vielleicht gleich lang wie der Pilatus ist Pimmel. der, ist der Magini unter den Bergen. Oh. Oder der Pilatus ist vielleicht gleich lang wie der Sänger von Miasis, wie der Miasis Pimmel. Ja. Dann haben wir eben Miasis Pimmel gehabt und dann haben wir es davon gehabt, dass der Domi uns dann irgendwann angefangen hat, weil er ja Pfleger ist, also als Pflegerschaft, hat er dann irgendwann angefangen, weil wir immer von Miasis Pimmel geredet haben, hat er effektiv Oh nein. angefangen, Miasis Pimmelbilder rauszusuchen und sie uns zeigen. Und es ist gar nicht so schlimm, wie du dir vorstellst, weil
Es geht einfach runter? Nein, das Problem ist, du erkennst effektiv nicht mehr, dass es ein Pimmel ist. Oh mein Gott. Es sieht einfach aus wie so. Ich will Albträume halten. Es sieht einfach aus wie so Chicken, Ja. wie so Dings, wie so. Chicken? Nein, nicht wie Chicken. Wie heißen die Potatoes, wie die Pommes, wo du siehst, dass Herdäpfel sind? Ja, es sieht einfach aus wie so Country Cuts, wo Maden rauskommen. Oh fuck. Das ist wirklich gar nicht, also du erkennst es nicht mehr als Pimmel, das ist wirklich irgendwie nicht mehr Okay. grusig. Okay. Ja, schön, sehr schön. Nice. Genau, der Miyasis Pimmel. Alter. Aber jetzt kommt ein bisschen Sommerpause. Nein, sozusagen. Alter, ganz sicher nicht. Ja. Hast du noch etwas vergessen? Eben. Für mich auch, für dich nicht. Für dich kommt Ja, Sommerpause. ich verpiss mich nach Spanien. Für dich kommt gar keine Sommerpause. Ciao, Ich ciao. schicke dir Zeit zu Chill, Alter, du meditieren. gehst 3 Wochen. 3 Wochen, ja. Eben, am Schluss machen wir auch schon normale 3 Wochen Pause mit dem Podcast. Wenn wir, Wann Mit- bist du nein. zurück? 11. August. Eine Woche nach dem Grenichen. Ja. Das heisst, der Grenichen-Podcast kommt eine Woche nach dem Grenichen raus. Ja. Ja. Ist gut? Ja. Oh! Erzähl mal. Jetzt habe ich etwas gespoilert. Oh, ja, ja. Ja, kannst du etwas erzählen, Das ja. Ding ist, also Open Air Grenichen ist ja auch noch. Das ist am Mhm. 2. und 3. August Ja. in Kann ich? Grenichen. Jawohl, genau. Und weil der Ricky und ich irgendwie mit dem Open Air Grenichen im Kontakt sind, ist es jetzt irgendwie entstanden, dass wir dort dürfen Podcast aufnehmen, Mhm. was sehr, sehr geil ist. Und Ich habe es dann einfach vergessen. irgendwann dass es schickt der geändert Ricky mir ein panisches SMS, wegen Brudi, ich bin gar nicht, Brudi, ich bin gar nicht ich bin in der Ferien am Grenichen. Und ich so, ja. Und Mhm. dann haben wir das Gleiche gemacht, wie ein anderer Podcast in der Schweiz schon mal gemacht hat. ist. Mhm. Einfach andersrum. Dann habe ich Ja. mir gedacht, nicht verzagen, Brian fragen. Perfekt, ja. Und dann hat der Brian das Gefühl gehabt, yeah, sicher kann ich den... Er Nein, warte, hat gemeint. Yeah! Hey! Sicher kann ich den Ricky ersetzen, kein Problem. Hure geil, Alter, machen wir! Ist das der Brian Schwarzenegger? Nein, ich kann es nicht mehr, weil du mir das Yeah weggenommen hast. Ich muss immer zuerst Yeah sagen, sag dann mal, kann ich sag den mal. Brian. Yeah, ich bin der Brian und ich komme und ich ersetze den Ricky. Das war jetzt ein bisschen mehr Josh gewesen. Ja. Absolut nicht. Also, Doch, Josh hast du doch, gemacht. doch, nein. Nein. Das ist so, wie nein, wenn der nein, Josh nein, den Brian nachmacht. Ja, genau so, genau. Ja, genau. ja, aber dann ist immer noch mehr Brian wie Josh, weil wenn der Josh redet, kannst du den Gain nochmal aufdrehen. Er redet nicht so laut in das Mikrofon. Ja. Übrigens, der Josh in der Band bringt bald Musik Das raus. stimmt, ja. Genau, aber Bin das ist jetzt gespannt. nicht das Thema. Jetzt ist das Thema Open Air Grenichen. Stimmt. Kommt vorbei, kauft euch ein Ticket. Jetzt noch. Das Ding wird ganz sicher ausverkauft sein. Ja, Sagt ja, der Umi. Ja, die Sagen Bands, die alle. alle sind Die letzten 3 Mal ist es ausverkauft gewesen. Von dem, wenn du willst, also Open Air Grenichen kommen, ist der erste dann, Konzert in der Schweiz von Breakdown Sanity, oder? ja, dann kaufst Ja. du am besten jetzt ein Ticket. Ja, ja. Weil nebst Breakdown of Sanity, wo der Headliner vom Festival ist, spielen noch ganz andere stabile Schweizer Bands. Ja. Nämlich, Definitiv. wo ist das Line-Up? Da ist das Line-Up. Es spielt Expello, es spielt The Fox in the Basement, es spielt Malevich, es spielt Ruined, es spielt March. Sind March von der Schweiz? Nein, March sind nicht von der aber Schweiz. nicht. March March ist ist aus aber auch eine Holland. sehr geile Band. Die sind Ja. Vorband von Clowns. Mhm. Das ist die Vorband von Clowns. Ja. Ich glaube, hätten wir nicht eine Stunde über ponische Penis geredet, hätten wir mehr Leute da, die über die Grenchen hören. Ist egal, ist egal. Wir können es ja rausschneiden. Auf jeden Fall. Voice of Ruin Wir können den spielt. ponische Pimmel nicht schneiden. Voice of Ruin ist auch eine Schweizer Band. Ja. Das ist Schweizer Hatebreed, oder? Ja. Genau, Voice of Ruin spielt. Nein, das ist doch Nein. Days of Ruin. Ah ja, Nein, Days of Voice Ruin. of Ruin ist der Schweizer, jetzt macht so Merodeth. Das Schweizer, Ah ja, Days of Schweizer Ruin, Hybrid Voice ist of Ruin. Days of Ruin. Ja. Und Days of Ruin spielt doch am Bullhead. Ja, genau. Ja. Und dann am Samstag spielen Vodou, Vicious Rain, A Small District. Sind Velvet Two Stripes auch Schweizer? Weiß nicht, weiß im Fall wirklich nicht. Keine Ahnung, aber auf jeden Ja. Fall die beste Nu-Metal-Band für die Schweiz. Ja, ja. Plus die grösste Metalcore-Band für die Schweiz. Breakdown of Sanity. Mhm. Genau, und es spielen noch andere Bands. Wer aber ist du? kein blasser Brudi. Sie sind der Deadliner auf jeden Fall. Mhm. Nein, Aber nach Silosis ist Silosis Deadliner. halt, der fucking. Silosis ist Deadliner. Also einfach knallhart. Aber ist nicht in der Break- anderen Stage. Silosis Das Stück- spielt halt einfach um 10:30 und die anderen spielen um 11:30. Also das ist schon krass. Breakdown Sanity und nachher gerade Silosis halt. Das wird fett, Alter. Das wird richtig. Und vorher noch Alkaline Trio. Einfach so Sind die gut? chilliger California Punk. Ich bin mir ziemlich sicher, dass bei Silosis nicht mehr viele Leute werden. Oh, Silosis sind so Das ist mir hart egal. gut. Ja. Ist mir egal. Josh Middleton gelesen. Ja. Also wenn ich am Grenichen wäre, dann wäre ich mega gespannt für Expello, Ruined, Voice of Ruin, Ruined ist so geil. Hatebreed, Baratudo, Rise of the North sind auch sehr cool. Bruder Wodif. Wo ist- die ja, einzige- ich bin noch nicht am Samstag. Sorry. Eben, also meine Rise of the Personal North Star Faves, spielt nicht. Vodou, Vicious Rain, Small District,
Alter, Descendants. Rise of the North Star hat doch abgesagt. Keine Was? Ahnung. Oder für wer ist March Ersatz? Ich weiß nicht. March ist Ersatz für eine Band. Ich habe gemeint, das ist Rise of the North Star. Hey Aber Ricky, in ich dem Fall habe dir nicht. das jetzt mega viel nicht aufgenommen. Das ist, weil das passiert ab 2 Stunden etwa. Ah. Voll. Escuela Grind, ich weiss, der Brian freut sich mega auf denen. Ja. Und Adam Angst ist auch absolut sick, Mann. Welcher? Adam Angst. Was ist Keine Ahnung. 8 Eimer Hühnerherz? Ich kann dir jetzt schon sagen, dass es deutscher Punk ist. Wahrscheinlich, ja. Eben Breaking of Sanity, Alter, Silosis. Eben, ich kenne viele von diesen Hey, Bands welche nicht. Das Band ist kommt jetzt nicht, aber March kommt dafür? irgendeine komische, die ich nicht gekannt habe. Nein, es ist eigentlich eine recht coole gewesen. Das Thema ist eben, der ist gar nicht immer so Deep Cuts von gewissen Genres, die ich nicht kenne. Und Dritte Wahl. Geil. Alkaline Trio, auch geil. coole Band. Punk. Hate habe ich auch gar nicht gesehen, 2016. Oder 15. 16. Adam Angst, Alter, so gut. Also, Hat der Brede. was macht der Adam Angst? Deutscher Punk. Deutscher Punk. Ja. Dort Ja, ist ein Schlagzeuger und Gitarrist von Fjord dabei. Aber dann werden der Brian und der Bela dort rum sein. Als VIPs, können wir auch sagen. Trinken das Bier. Sicher nicht als VIPs. Doch. Also wir sind sicher keine important persons und sicher nicht very. Ja, Also sind Promis dann dort. genau. Ja, voll. Der Ja. Brian ist vielleicht ein Promi. Ja. Also, wenn ihr mal den Brian seht, sagt ihn einfach ein Yeah! Das ist gut. Geil, Alter, jetzt hat einen Hörsturz bei mir Kopfhörer gerade gedrückt. Ich meine, sie voll ernst, das ist viel zu laut. Alright, ja. Ja gut, in dem Fall, die Folge ist schön eskaliert. Macht's gut, bis nächstes Mal. Warte schon, Junge, warte schon, Bruder. Warte schon. Fucking Bruder, ich muss heim. Ich weiß, du musst heim. Warte schon. Was willst du jetzt noch? Oh, fucking hell, Alter. Also, übrigens, Musiker-Tinder, warte schon. Ist es der? Ja, keine Ahnung. Ja. Hey, komm, Musiker-Tinder. Before Decay suche den Sänger /Shouter. Ich bin nicht sicher, weil es steht Sänger drauf und nachher sagen sie Growler. Also ich weiß nicht, ob es eine Suche über nur straight Das oder Wort Sänger wird absolut missbraucht im Metalcore. Ja, wirklich. Aber ja, wenn du gerne schreist und vielleicht singst, kann ich. Before Decay. Sie sind eine Sängerin, deswegen weiß ich nicht. Ich kenne etwa 14-, 40-jährige Nachbarinnen von mir, die da, wo da könntest, wenn du gerne schreist und singst, wenn das wäre. Oh ja. Wenn das Ding wenn ihr wäre. singt und schreit, meldet euch Before Decay. Und hey, wenn ihr das machen cool findet und immer noch am Hören sind, nachdem wir so lange über Polen Das ist geschrieben haben. niemand mehr am Hören. Über Pimmels, Alter. Ja, über Polenpimmel ist gar nicht, das Nagiris, ist eigentlich eine gute Story gewesen, bis der Polenpimmel Ja. abgefahren ist. über KCDC, über so vieles. Also, das ist recht eskaliert, aber ja, ist funny. Und wir gehen dann, eben, ich kann in der Ferien, du gehst gar nicht. Ihr hört von uns dann wahrscheinlich Auch in die Ferien, ich Monat. komme einfach vor dem Grenchen wieder heim. Eben, also ihr hört von uns wahrscheinlich in einem Monat, das ist unsere kleine Sommerpause. Ja, und du findest cool, was wir machen, willst du supporten, wir haben das Patreon. Du bekommst nichts Spezielles aktuell. Aber wenn du findest cool, willst supporten, dann joinst mal uns in Patreon, patreon.com/metalservola. Und ja, wir bedanken uns herzlich, sehr herzlich bei unseren Patreons, der Tim von Poroshift, der Dave von Safe Last Breath, der LV, wahrscheinlich der Lucky von der K-Defekt, wissen wir noch nicht, haben noch nicht Bestätigung bekommen. Der Nicola von People Down at the Fair, merci Bro. Der Leni vom Open Organica. Der Mike von Harney West Clare, merci Buddy. Der Mike, nochmal ein Mike von Wrath of Alga. Und der Erik von Illusionist. Merci, liebe OG-Würst. Die Liste wird fucking zu lang, irgendwann muss ich einfach mal die Liste. Was auf kostet euch ein Patreon? 5 Stutz. Das ist ein Bier. Ich sage, ich habe nichts mit dem zu tun, das war im Ricky Ja. gewesen. Aber, Ich sage nur, auch in dieser Liste hat es sehr viele gute Kandidaten für das Game. Also, Moment, dass ich das verstehe. Ja. Auf das Patreon kommt kein Content, kein gar nichts. aktuell nicht, ne? Das ist einfach so Es ist einfach, wenn Ja, ich sag, es ist ein Scam. Ich Ich sage schon lange, es ist ein Scam. Warum tun wir nicht einfach eure 20? Irgendwie so. Das Ding ist eben, es ist nein. kein Scam, weil wir haben von Nein. Anfang an gesagt, dass wir nichts machen, außer dass Genau, der genau. Ricky hat von Anfang an gesagt, dass er momentan nichts macht auf Patreon, außer dass er... Okay. Eben, Aber also zum Beispiel- ihr, wenn das mal sieht, ihr habt die farbigen Dings da gekauft. Nein, die habe ich selber gekauft. Bruder, für was?
Warte. Du kannst das nicht, du hättest jetzt müssen sagen, das ist... Jetzt haben wir der erste Projekt wird sein Metal Server Awards. Ja, Bruder, ich richtige... Ja, mit dem musst du jetzt anfangen. Ich weiß. Aber du gehst in die Ferien. Wir müssen anfangen. Hey, Auswählen, wer überhaupt. Metal Server, also wir machen sicher einen Community Award und wir werden noch ein paar Kategorien aus. Aber das Ziel ist, wir wollen einfach dummes Shit machen und dafür nicht das eigene Geld ausgeben, deswegen nehmen wir uns Geld. Ricky und ich im Steakhouse. So, wir können auch mit Ken schön essen, darum geben wir das Geld. Gucci Bags holen und was auch immer. Nein, aber eben. Gucci Bags. Ja, voll. Fucking Björn Borg unterlassen. Es ist kein Scam. Nein, also, Nein, es ist kein Scam, weil wir haben nie gesagt, wir machen etwas, was wir nicht machen. Nein, irgendwann, das Ziel ist einfach, willst du Blue supporten, dann supportest du uns. So, wenn wir 2 Konzerte kommen, dann ist es kaufen. Same. Genau. Abgesehen davon, dass wir das nicht machen. Wir kommen zu euch ein Konzert und also, ich muss, Aber wenn du ein T-Shirt kaufst, hast du wenigstens ein T-Shirt. Bei euch hast du also nichts. Hey, können wir ihn rausrühren, Alter? Der ist also nur am Untermauern, nichts anderes macht er. Mit seinem scheiß Kommunisten-Ding da, durch Revolution. Du hast vorher gerade grossartig gesagt, das ist ein Rickys Ding, mit dem hast du nichts zu tun. Ja, ich habe auch nichts damit zu tun, aber du bist trotzdem ich bin halt wie mitgefangen, weißt du? Nein, was wir am Schluss machen, also was wir jetzt anbieten, ist, wir lassen ein bisschen von eurer Musik am Schluss laufen und dann könnt alle euch besser kennenlernen. Also jetzt muss ich mal 2 neue Bands im Video ergänzen. Ja, merci mal. Das ist basically Promo eigentlich. Ja, Marketing-Budget. Marketing ist ein Ad-Placement. Anyways, liebe euch. Gut geredet. Ich gehe in die Sommerpause. Brudi, wir sagen jetzt in 10 Minuten Tschüss. Können wir es jetzt auch fertig machen? Ciao zusammen. Ciao. Musst drücken, drück mal. Metal Servola, breaking news. Yeah! Metal Servola, breaking news. Nein, jetzt ist fertig. Ruhe, hör auf. Prog Metal.